Wir hatten da der Timmy Boy schon wieder gesoffen. Hey, bist du meilenweit daneben, bist du. So, wo ist meine Tröte? Phase 1, Tröte. Phase 2, habe. Ich hab fast vergessen. Ich höre mich alles. Hey, wenn nicht der Brei gar nicht anfangen. Was ist denn mit YouTube schon wieder? Wie im Internet spackt jetzt umeinander. 5 Sekunden, nichts funktioniert. Jetzt höre ich mich selber so, nochmal von vorn. Phase 1, habe. Phase 2, Phase 3, ich bin's, Birger, Montag, 20 Uhr. Kebab wird auftischelt. So schaut's aus. Timmy Boy, zweimal Popomann, kriegst du dir daheim. So schaut's aus. So, kriegst mir erstmal einen Haufen hinein. Habe die Ehre an den Riese, an den Leute, an den Forest Squad, an den Boss. Ist da irgendein Name nicht grün. An den North an den Hubersepp, an den Stoshi, an den Viking, an den Lausbau, an den Dream, an den Studio, an den Geschwinden, an den Forest Squad, an den Firehand, an den Mehrweg auf, an den Mike, an den Mich, an den Bondel, an den Schnallnix, an den Schnutschi. Zwei mehr, weil was kämen an den Russen meines Vertrauens. Das ist ganz wichtig. Und an den Hansmann, an den Minga, an den Liebe, an die Olivia, an den Robert Diniere, an den Sunshine State, an den Stefan, an den Capricorn, an den Coil, an den Leckmann, an den Firehand, an den Robert Diniere, den glaube ich haben wir schon gerade, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, an den Neymar, an den Basti und an den Steffi und an den Timmy Boy zum dritten Mal. Ja, sorry, Leerzeichen. Sag Schluss mit deiner Scheiße. So, Kinder, ich bin nach rechts, schau. Herr Doktor, mein Knack tut weh. Wenn ich nach rechts schaue. Ja, schalt doch nicht nach rechts, du Trottel! 1,0 mit Ollen und Shoah-Größe Bavarian Sepp! Devs AA Pferdelfleisch sah und 18 Gesichtssoße. Kriegst du auch einen Roswurstdöner. Shoah Dev SD Show eine Hauen, aber dann Wui an Zwickel Rabatt. Was? Was darf ich einhauen? Cremige Wichsauce. Wenn dann zahlst du 5 extra. So schaut's aus. Bavarian Dream, merci dir. So, wie schauen wir aus? Gut schauen wir aus. Ich sag das, was ist. Ich bin jetzt der Röhrig. Meine Bratzen brennen wie Scheiße. Ich hab gestern, glaube ich, 8 Stunden lang versucht, mein Abflussrohr zu reinigen mit einer Spirale und sämtlichen Möglichkeiten, die mir zum Acht stehen. Hat nichts gebracht. Es braucht ein neues Abflussrohr. Ich muss durch Deck durchbrechen, ich muss durch die Kellerwand brechen, ich muss die draußen Kellerwand durchbrechen und jetzt kostet mir das Abflussrohr mehr mit Ich sitze da und denke mir so, ach Gott, hätten wir halt nur mehr 8 Jahre mit der Scheiß aus Kicher ausgehalten, das war schon gegangen, Alter. Das war schon gegangen, Alter. Das ist ungelogen, das scheiß Abflussrohr kostet mir mehr wird Kicher, Alter. Das ist so topisch lächerlich. Pro-Tipp an alle, die gerade vielleicht so eine Schule so grob fertig haben, Lehre angefangen haben, vielleicht sogar studieren angefangen haben. Macht einen Lehrberuf im Handwerk oder ihr verdient euch geistig behindert. Ihr verdient euch geistig behindert, Alter. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, was die Leute verlangen. Das ist unfassbar. Und das ist halt was, das kann ich nicht selber. Das kann ich nicht selbst. Das muss ich mal lassen. Wasser gelange ich da, genauso wie ein Strom. Was ist da eigentlich schon wieder los? 100.000 Resubs! Breite ist Flea Frankie! Und der Tom ist live! Neues Mitglied, welcome to the squad, ab in den Chat, habe die Ehre an den Tom! Wenn ihr mitmacht, Kackfrisur, kriegt einen Döner mit persönlichem Säftchen. Herr Stupfe, mehr für den Resub. Habt ihr Birger? Hast du Brot? Ich hab immer Brot! Brot ist... Der Domi! Das ist der Domi, wo man sagen muss, just mercy, Alter. Da war Hicke! Domi Boy! Ebenfalls, mehr für die Mitgliedschaft. Ihr müsst, der Chat ist ein bisschen eingeschlafen die letzten Tage so. Die letzten Wochen so. Ja, ein paar Monate mit der Burning Crusade hat Ahnung, ja, das Toshi hat Ahnung, ja. Mein Mike weiß jetzt nicht, ob das habe ich mir gegolten hat oder demjenigen im Squad. Ich weiß es nicht, aber ihr wisst es schon. Was ist denn... Jetzt geht die Schule. Herr Volland, da sehe ich nichts unter zweistellig kennen. Und wie geht's mein Lieblingsstreamer? Mittelmäßig, wie ich schon gesagt habe. Ich bin ja recht schauen geben mittlerweile. Aber was soll denn das jetzt? Ich dachte, ich bin Heizungsbauer. Nein! bin Heizungsbauer. Du, ohne Scheiß jetzt. Ja, ich kann ja auch nichts verzeihen ohne das. 5 Sekunden, da scheiß Ruhe ist! Oh, das der mir nicht nochmal. Die Rückkopplung ist ziemlich laut und habe ich auf dem rechten Ohr Schleiner und Tinnitus. Nix. Herr Koller! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the squad. Danke dir. Kuss auf die Nuss. Leute, danke schön. Danke. Herr Koller, welcome. Herr Volland, Schluss mit zweistelligen Beträgen. Und danke an die Sie haben schon für uns ein bisschen gelaufen und zu groß. Ah ja, stimmt, du bist... Ach komm, Alter. Bürger und alle Miedernau und Pops a wieder neu geschafft. Ich hoffe, ich bin euch nicht abgegangen. Witz.
Hab gestanden in Briefdrucker geschlagen. Was? Hab gestern einen Brief drin? Aus der Was? Witz? Hab gestern ich sag mal bei euch echt Briefdrucker. Bei uns ist ein Postbote. Ich lese in unserer Sprache vor. Hab gestern einen Postbote geschlagen. Weil wer ich habe ein bisschen braucht, ihr schreibt das Wir und Wei und so weiter einfach. Weil wer austeilen kann, muss einstecken können. Ja, der ist gar nicht. Du hast schon besser nicht gehabt, aber er ist besser wie das die letzte Zeit. Hashtag Postpartie. Da haben sie wieder aufpasst, so das wieder sprechen. Herr Austrian, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wem erzähle ich das, aber ungelogen. Na, selbstverständlich habe ich an dich gedacht, weil was abgeht. So. Und nicht die ja, aber ja, natürlich Donation. Man, natürlich bleibt dann das im Kopf hängen. Es ist irgendwie komisch. Ich glaube nicht. Habe ich schon gedacht, ich muss einen verdammten Sacker holen für irgendwas. Der ist hin. Der ist hin. Oder was weiß ich. Dann kommt er so daher. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zweistellig ist was für Anfänger oder wie? Ja, da bei für den Austrian schon. Beim Austrian sage ich nicht, was soll ich da noch sagen? Ich weiß nicht, wie oft ich es dem schon gesagt habe. Du scrollst jetzt einmal die ganzen Streams so ungefähr vor einem Monat, 4, 5, 6 Wochen zurück und schaust da alle zurück. Also, wirst du jedes Mal am Anfang oder am Ende seinen Namen lesen, manchmal beides. Und jetzt mal mit einem goldenen Rahmen. Mit Freudentränen, Smiley, mit Freudentränen, Smiley, mit Freudentränen, 2 erhobene Handflächen, 2 erhobene Postler! Handflächen. Nick, da hast du recht, Postler kann man auch noch sagen. Ich sag Postbot meistens. Ja, manchmal auch Postler. Je nachdem. Leute, Dankeschön. Oh, bitte schön, chillt die Kniescheibe. Herr Austrian, merci wieder ein Resub. Auch noch gleich, grüß Gott. Zurück aus. Leerzeichen, Maika. Ja, hat mir irgendwas eingeschissen mit Leerzeichen, Vollzeichen, was weiß ich was für Zeichen. Merci dir. Timmy Boy, merci wieder ein Resub. Bei Hacko, merci wieder ein Resub. Noch 3 Streams und das ist alles bezahlt. Ich darf es freiwillig sagen, wenn ich wüsste, was kostet, aber man, das weiß es selber. Wenn die mit einer Kernbohrungsmaschine anrucken, 2 Kernbohrungen, eine mit durch Stahlbeton, durch Deck und eine mit durch eine normale Wand machen und dann, wie lang wird es real sein? 6, 7 Meter quer durch den Keller durchziehen, kannst du es ja selber ausrichten. Es ist wahrscheinlich für 2 Leute ein ganzer Tag Arbeit. Ja, dann. Ist ja nicht so, als hätte ich schon einen Abfluss real. Aber ist halt so! Aus die 60er, was soll ich machen? Und selbst was wahrscheinlich ist, das gescheiter. Weil Spezi von mir hat es mir aber gepredigt. Lass halt machen, Alter, weißt du, du ärgerst das Blut, Tod und das geht dann wieder ein Jahr lang und dann ist es wieder hin, dann kannst du ganz Kika reißen und ich hasse einfach, wenn Leute recht haben. Was soll ich sagen? Chewie, mir ist wieder ein Resub, Northrus, schöne Grüße in die Schweiz, ruft den Röhrig an, der fixt dein Rohr, Gas, Wasser, scheiße Röhrig. Ich bin jetzt der Röhrig. Hey, wie ich gestern ausgeschaut habe, da kommt eine Scheißdrecksletten außer ich kotze. Und jetzt nochmal schnell zum Herrn Volland. Das war mir klar, dass man Minimum einer anbietet. Ich bin Heizungsbauer, komm und mach's da. Ich schwöre dir bei Gott, ich hab kurz mit der Bürgerin geredet. So kurz davor war ich, dass ich das erste Mal in meinem Leben die Community benutze. Wie eine Nutte. Und wenn irgendjemand ist da schon Heizungsbauer, der kommt und der macht mir das raus, aber vielleicht haben wir einen Heizungsbauer da, der Ahnung hat. Ich hab eine dünne Spirale, 2 dünne, ganz dünne Spiralen, die haben dünner wie mein kleiner Finger und eine ganz dicke, die ist fast so dick wie mein Zeigefinger. Und mit beide komme ich gleich weit, das sind so um die 5, 6 Meter komme ich in das Real rein und dann stehst du an. Ist aber vorher schon, geht schon ein paar Mal ums Eck und so, da komme ich überall durch, aber irgendwann stehst du an. Und komme nicht mehr durch. Und ich habe jetzt entweder die Befürchtung, dass das Rohr an der Stelle gebrochen ist. Wie gesagt, es ist ein 62 Jahre altes Haus. Und ich habe die Befürchtung, dass das Rohr da drin gebrochen ist. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir für 30 € auf Amazon ein Endoskop gekauft, das man ins Handy anstecken kann. Das ist zwar wahrscheinlich bei der ersten Benutzung kaputt, das ist mir wurscht, am Bagel ist wieder ein und schick's Amazon wieder zurück. So sieht's aus. Gibt's irgendwelche N-Wort-Tricks, wie ich herausfinde, ob das hieß? Oder ja, ich hab mir so viel Scheiße, vergiss einfach. Kim, Baurealei, heute einmal. Es hilft dir nicht, was soll ich machen? Sind hier gleich die ganze Bude, kannst gleich Glasfaserkabel verlegen lassen, etc. Du, ja stimmt, Glasfaser haben wir seit einer Woche vor der Haustür. Hat mich aber noch nicht darum gekümmert, jetzt machen wir erst einmal die Kicher. Es ist ein Saustall, du kannst es dir nicht vorstellen. Aber große Props gingen an einen Spezi von mir hinaus, der mir die 3 der Droschen erwähnt, komplett neu putzt hat, das schaut
Das schaut picobello aus und an meinen Elektriker des Vertrauens ebenfalls. Alles haut, es war so einfach, es darf so reibungslos laufen. Jetzt wenn der Putz dann Drucker ist, so ab Donnerstag, Freitag, kann gestrichen werden, dann kann ich einen Boden einlegen und dann wird Kicht da. In 2 Wochen ist die Scheiße erledigt. So, jetzt kann ich warten, bis der Heizungssepp kommt und mir das Loch da einbohrt und sonst was. Ja, wir haben so viel Arbeit und der Feiertag ist auch noch. Ja, wann Abfluss wann? Ja, weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch, ja. Komm, hör mir auf. So, was muss ich jetzt alles nachlesen? Und dann fahren wir, es ist 10 nach! Na, so schöne Grüße in die Schweiz, habe ich schon gesagt. Jui, merci für deinen Resub. Napoleon, born to party. Birger, Kollege, ich fühle mit dir, ich habe den gleichen Scheiß mit dem Abflussrohr gehabt, wenn nur stopft ist. Ja, nicht, ich kann es nicht lesen, wenn das verrutscht. Kompressor, eine mit der Pistole in die Rennen und gehen wir Vollgas, dann fliegt der Fettstopsel, funktioniert. Rohrkamera brauchst mich, ja, ein Endoskop ist eine Rohrkamera. Aber ganz billig, ich kaufe da keine 100, 200 Euro drum für das Scheißgeld. Kann ich gleich ein neues Loch machen lassen da. Ja, an das habe ich schon auch gedacht. Eher an den guten alten Pümpel hätte ich auch schon gedacht. Mal mit dem probieren. Also ich komme aber heute nicht hin, weil das Zugangsreal so dünn ist, dass ich den Pümpel da nicht drüber tun kann. Muss ich mir bei Amazon bestellen. Mache ich noch im Stream irgendwann noch. Schauen wir mal, vielleicht bringt das einer was. Sonntag, Ruhetag und das Real Google. Servus Birger und Olli, ich bin heute leider nur eine Stunde dabei, weil ich noch Nachtschicht da, aber jetzt wird dann am Feiertag Nachtschicht oder ist richtig asozial. Press F für einen Real Gurkel. Sonntag, Ruhetag, bin an der Uni für die Durchfallquote zuständig. Ich habe ja das kochende Mensa. Abflussrohrsanierung für Angstgott. Sonntag, merci dir. Rick, merci für den Zwickel, Birkbert, Kugelstatus. Was für Kugelstatus? Ja, Kugelstatus habe ich gerade gegeben, musste mir ein bisschen zurücklaufen lassen. Bernie, servus beieinander, wünsche dir wieder einen geilen Stream jedes Mal. Bernie, merci dir. Timmy Boy, es gibt elektronische große und kleine mit verschiedenen Aufsätzen. Kameras oder Rohrreiniger? Weil mit dem Rohrreiniger ist er auch angerückt. Der war ja schon da, das ist ja nur das Lustige. Der war ja schon da zum Rohrreinigen. Dann steckt er seine große Gerätschaft an Starkstrom, haut die Sicherung raus. Ja, was soll ich machen? Und mit der Kleinen, die hat er nicht dabei gehabt und da war er sowieso nicht weit gekommen, das haben wir schon mal gehabt. Timmy Boy, merci, der Selbstspieler, käme nicht mit Gaswasser scheiße aus, aber ich kann mit der Flinte einschießen. Ja, genau. Können wir einfach mit dem Raketenwerfer vorbei und schießen wir so ein Loch durch die Wind. Das kostet mit Sicherheit weniger. Tommy, Hashtag, heute Hotzere. So, Leute, Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Schluss. Bussikuss. Schluss jetzt! Herr Nein! Grüß dich, Mr. B. Sag schon. Nein. Was? Kochst man dann ein Schwein in deiner Küche? Als Bezahlung oder was? Das darf ich niemals tun. Niemals. Also, ich darf schon eventuell, je nachdem, in der Community fragen, haben wir einen Heizungsbauer, hat der Zeit, ist der nicht zu weit weg, darf er das machen. Ich darf niemals auf die Idee kommen, da irgendwelche Schwanzereien mit, ja, können wir das schon gar umsonst oder ich grill einfach für dich oder irgendeinen Scheiß, kannst du komplett vergessen. Es gibt viele Fotzen, aber ich bin keine. So, nur manchmal. So, Donation Sounds aus, Herr Geibe, für Christian Mr. B. Sehr gescheit, wenn wieder über die Monatslohn einer kegelt. Passt. Warum haust deine Infos nicht noch am Schluss aus, statt am Anfang zur Bürgerlotterie Schnucki? Weiß man, scheißegal ist. Herr Bigler, merci dir. So, Schluss, jetzt starten wir jetzt das Spiel. Grüß Gott beieinander zurück. Schluss jetzt mit der Kacke. Jetzt kommt der Stress. Jetzt fängt der Stress an. Ein gescheiter Säurereiniger löst sowas normalerweise. Freilich am Sonntag kostet es Hälften. Sehr schön. Was ist jetzt mit dem Spiel? Was Inhalt wird heruntergeladen? Dein Mann wird heruntergeladen. Anscheinend wird wirklich dein Mann runtergeladen. Das dauert ewig. Was ist jetzt? Warum haben diese Pimmelspiele immer Updates? Wackel um, geht schon los. Ich schalte gleich um. Chill. Jetzt ist es 13 noch. Es ist Feiertag. Jetzt gemüttelt's einmal ein wenig. Das Zipfen ist Fotzenkroben. So, wie schaut's jetzt aus? Aber am 6. hier schon wieder nix. Möchte aber auch offen. So, ja, da der wir gar nicht lange miteinander. Achtung, bitte justieren Sie den Monitor. Oh Gott, jetzt geht dann die Zeit wieder los, wo wir da herin Rot und Wasser schwitzen. Ich habe extra letztes Jahr einen Ventilator gekauft. Wo ist denn der wieder? Wo ist der wieder? T-Boy! Dann mit Wasserdruck spülen. Gibt extra Rohrreinigungsfirmen, die spülen da mit 500 Bar Wasserdruck durch. Ich bin Heizerer. Okay. Das hat der Mein nicht. Birger, ich bin Chemiker. Magst du Rohrpumpen? Kann die ChatGPT fragen. Schmatz mir noch im Stream nochmal. Jetzt sind wir aufgekocht. Fortsetzen, wir haben über fortsetzen. Da hier da unten, Ladescreen ist ein Dönerspieß. Ich sage, es ist gelungen. Ich habe noch keinen einzigen Dönerspieß nicht gesehen. So! Schwitzt über die Drecksau, dann nehmen wir irgendwas da. Was da kann man beim Computerspielen schwitzen, Alter? Was ist das überhaupt? Wie hat denn das? Ich muss jetzt mal meine
Chemobandaletten da ausziehen, weil sonst schwimme ich in meiner eigenen Fußschweiz, Alter. So, wo geht's da raus? Da geht's raus. Ja, da waren wir. So, jetzt pass auf. Kurzer Lagecheck. Metzger, weiß ich noch. Da hinten ist der Obsthändler. Und da hinten ist ein Supermarkt. Und da ist unser Bude, die ist closed. Das ist aber auch gut so. So, warum ist da keine Lederin? Das haben wir einschalten müssen, gell? So, was? Da müssen wir noch anwaschen. Wie ist das gleich wieder gegangen? Ah ja. So, wir brauchen heute ein bisschen einen anderen Plan. Das weiß ich. Was ist jetzt das da? Platzieren. Ich möchte ihn ja zum Waschen einlegen. Kann ich da jetzt schon waschen? Und was ist das? Warum liegt da ein Teller unter dem Tisch? Ich krieg ihn nicht mehr raus da. Was ist mit dem Teller jetzt her da? Ah, ja gut, mit 10% Schwund muss man rechnen. Wieso liegen da 2 Teller unter dem... Ja, ich krieg ihn nicht mehr, der ist forever gone. Das ist wie in unserer alten Küche. Da bin ich eigentlich... Alter, haben wir andere Sachen gefunden, nicht bloß einen Teller, Alter. Nicht bloß einen Teller. Jetzt warte mal, jetzt legen wir den da mal ab. Man kann doch die da... Man hat doch die da am Waschbecken hinzufügen können! Ja, haben wir jetzt... Hat jetzt das Update einen Bug gebracht, dass man nicht mehr ansperren kann, oder was ist denn das da eigentlich? Korb für saubere Teller. Der war doch letzte Woche noch nicht! Ja gut, der Teller ist aber auch nicht sauber. Halten, drehen, Hilfe platzieren. Ach, Moment einmal, da ist ein gelber Kasten. Meine Güte, muss ich jetzt... Ach, komm, aber... Modus wechseln, Baum. Tu mir die... Was? Tu mir... Mikro einstecken und Bono. So, jetzt mirken wir auf. Modus wechseln. Es hat halt einfach ein Update gegeben. Für die Spüle. Legen wir das... Spieße kommen unter den DJ. Brauchen wir sowieso nicht. Ja, da! Okay, so. Ja. Jetzt passen wir auf. Ja, dann müssen wir wieder umbauen. Das ist ja voll behindert. Der für das. Für den nehmen wir da her. Nova. Wir müssen mal Küche umbauen. Das ist ja totaler Kalter so. Soll mit dem Schund. Damit das hier. So, jetzt passen wir auf. Jetzt mir Kaff. Damit wir da nicht irgendwie umeinander laufen müssen wie die Vollidioten, drehen wir den jetzt da so her. Verstehst du mich? So. Das gestungene Scheißregal da hinten, das ist ja auch total behindert. Wir bauen uns jetzt die Küche wegen länger. Wir werden nämlich heute vorkochen und dann gibt es nur Schund aus der Mikro. Schund aus der Mikro, Schund aus dem Mikro. Alles beim Alten. Jetzt pass auf. Da machen wir, nehmen wir das da, jetzt einmal. Und stellen wir da so auf. Und der Ketchup wird nicht schlecht. Der wird nicht schlecht. Der wird nicht schlecht. Brauchen wir eine größere Kuh. Aber die Frage ist, wie wir das jetzt machen. Die muss auf alle Fälle mal ein Element länger sein. Wie kommt mein Shop? Top, glaube ich. Also, Online-Shop. Ja. Ja, das ist der Shit, den ich suche. Jetzt mir Kaff. Was kostet die Scheiße? Die kostet bloß 120. Ist ein Witz. Der Palmer, ja. Jetzt mirken wir auf da. Dann haben wir da haben wir schon Edelstahl. Da müssen wir erst aufgelevelt sein. Ja, gut, hab schon verstanden. Was kann man für einen Schublon brauchen? Immer so einen Doppi-Schublon, ne? Ein Doppi-Schublon, ja, der Doppi-Schublon ist scheiße, da muss man wieder aussehen, einer kann niemand sehen. Tust du mir so einen her? Color, nehmen wir genau die, passt schon. So. Pass auf, Snap, wie kann man das snappen? Snap, aktivieren, jawohl. Angezimmert! So, jetzt pass auf, das nehmen wir da mal noch schauen, damit da nichts in die Hosen geht. Das da. Ja. Snap aktivieren, wieso ist denn der nicht standardmäßig immer aktiviert? Was, wo? Einrasten, aktivieren. Ja, rast halt an! Rasten. Ja, wieso rastet es nicht? Es rastet nicht. Kinder, es rastet nicht. Müssen wir so da, als wäre es gerastet. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. So, jetzt bauen wir auch den Online-Shop, dann brauchen wir noch etwas. Gibt es da einen langen Schrank oder gibt es da bloß die Pimmel? Nehmen wir den, bye. Okay, bye. Aha, ja, toll. Das ist anders. Abbrechen. Nimm das Ding, habe ich das eventuell vielleicht falsch eingerastet oder wie läuft der Hase? Das rastet nicht!
Es kann gar nicht rasten. Was tun da schon? Was machen da schon wieder? Scroll weiter runter im Shop. Aber wieso? Tablet Gitter. Haben wir oh, da haben wir oh. Haben wir Garda. Montieren wir mit dem Garda. Das ist ja klar. G? Das haben wir gar nicht gesehen. Hör mal auf. Das zementieren wir da so hin. Kommt man da noch in Tier ein? Ja, das klang schon. Der Millimeterarbeit ist das. Easy am das. So, dann nehmen wir das hier. Ja. Und jetzt halt schnappst du da auf der linken Seite. Nein. Auch nicht. Du Kruzifix, du. Ja, das ist halt jetzt halt wieder absoluter Scheißdreck da. Tun wir das da her so. Und nehmen wir das vielleicht noch weg. Vielleicht ist das der Grund. Schauen wir mal. Snap! Warum? Warum geht nicht Black? Da geht's auch nicht. Ja, es hilft halt doch nicht, da müssen sie da so eine zimmern. Was soll ich machen? Man, was soll ich machen? Schön ist anders. Kinder. Was? Zimmern jetzt das da hin? Was tust du denn? Was, sag mal, was ist dein scheiß Problem? Hallo? Hast du mir mal da der Mauszeiger irgendwo mal an? Jetzt wechselt man mal nur mehr einen Modus. Ja. Wechselt man nur mehr einen Modus. Jetzt bauen wir den schon da ab. Also jetzt snappt es auf einmal. Wo? Ich hab's kaputt gemacht. Was tut denn das Ding? Oder? Warum snappt denn das verkehrt rum? Bruder, ich rast aus! Hast du was gelernt? Ich kann nichts. Ah! Tolles Update! Leck mir am Arsch mit deinem behinderten Update! How about that? Ich starte jetzt. Ich komme mir mal ins Menü, Einige! Escape Tablet, nix Tablet! Fette Mama ist ein Tablet! Weil, was haben sie denn wieder da? Da snappt er jetzt auf einmal. Sag mal, hassen mich alle Küchen auf der Welt! How about fuck you? Lass mich raten, wenn ich mir jetzt zerspüle und der geht der Abfluss nicht, du Fotze! Ah! Ich kann nichts mehr platzieren. Was ist das eigentlich für ein Raster, das da einen Millimeter von der Kirche wegsteht? Wer hat denn das ausgemessen? Sag mal! Komm, leg mich! Warum dreht sich das in die Warum dreht sich das in die falsche Richtung? Man muss kurz drauf. Hä? Online-Shop! Gib echt Stück! Scroll weiter, hat's geheißen. So ist sonst nix. Da komm ich gar nicht vom Pfleg. Das da brauche ich. Das kaufen wir jetzt. Also das ist dasselbe Scheißding. Ja, gratuliere. Geht das? Ich kann nicht einmal. Wie kann ich das wieder verkaufen? Jetzt habe ich 2 Eckstückel, die nicht. Kann man das Eckstückel ans Eckstückel nicht bauen? Warte mal. Baue ich mir ein Rednerpult. Verzeih dir, was da herin los ist. Nein, wieso habe ich es jetzt gekauft?
Ach komm, hör mir auf. Boah, ja, stell's daneben, Alter. Du sollst das da aufstehen. Ja, danke. Muss ich mit Bucke zum Spieß aufklappen oder was? Ich schwitz! Snap! Weil wieder überall. Aktivieren! Snap! Nimm ein Stück! Snap! Snap point! Oh God, please snap! It doesn't snap! It doesn't snap! Hurdur! Was siehst du? Der Zeile mit der Plotz dazwischen, dann legt mir am Arsch, dann ist das so. Dann ist es so. Dann platzieren wir jetzt mit dem Garder. Komm. Snap wenigstens da. Nein, natürlich nicht, weil wir 3/4 in den anderen T-Shirt stehen. Muss atmen! Bah, snap wieder. Die wollen still snappen. So, nimm den Hammer drauf an. Den Teller können wir noch brauchen. Ja, guck die, Kim. Das gehört den Dreck an der. Ja, das ist gut. Kann ich da mit dem Ding umeinander gehen und kann den Teller einsammeln oder wie läuft der Hase? Nur die Ruhe. In der Ruhe liegt der Saft. Saft der Ruhe. Oh, guck mal da, Ketchup und. We will see, bitches. We will see. Das ist mein Flaschenöl jetzt. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir das Ding da noch und dann haben wir hoffentlich unsere Kuh hier mal beieinander da. Da spielen wir an. Meinetwegen. Ah, der ein bisschen weiter links. Was ist jetzt das wieder? Ah! Grid. Komm, mach Grid, Brudi. Schmutzig. Der Mann ist schmutzig. Verkaufen. Oh ja, da können wir das Eckstückel verkaufen. Gib Eckstückel. Was ist jetzt? Warum bin ich jetzt auf einmal im OBS? Jetzt bin ich auf Stream beenden, drückt den hergeschissen. So, oder was ist? So, da platzieren. F. Verkaufen. Sehr gut. So, gib jetzt. Jetzt wird unser Kirch zusammenbauen. Haben wir jetzt bald einmal so weit. So, Gewürz. Gewürz. Wunderbar. Messer. Da wird geschnien. Dann können wir da sauber 5 Teller auf rein. Dass wir den weg jetzt da, den Schund. Gib Teller. Wo ist jetzt das schmutzige Ding wieder hin? So, eine platzieren. Kann man jetzt so umeinander laufen und den Teller so aufklappen. Geht das? Aber, oh, Himmel, Herrgott. Finally hat irgendjemand nachdenkt beim Tellerzaun glauben. Himmel, Herrgott. So, wir können jetzt putzen. Waschen, halten. Viel besser. Schau hin. Welten besser. Oh, warte, wir haben noch nicht fertig. Ist mir schon klar. Du, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Wir teilen wir jetzt da. Nein, nicht, du sollst einen Teller da hin. Kann ich da einen Teller? Muss ich da einen Teller? Kopf für saubere Teller. Achso, und jetzt kriege ich die Teller da nie wieder raus. Das ist der Topf der Unendlichkeit. Übrigens glitschen da Teller aus, aber sag's kaum. Kann ich. Okay, weißt. Yeet! Ja, gut. It is what it is. Okay. So, Spieß. Weißt du was? Jetzt kaufen wir sofort einen Spießhalter, weil die Spieße gehen immer schon auf den Sack. Seitdem wir da haben. Was ist das? Klimaanlage, Bett, leg mir am Arsch, brauch Kich. Station. Haben wir schon. Was ist das? Ist das der Köftehalter? Hängender Spießhalter. Bye. Hängen wir da ohne. Rangezimmert. Und du die Spießer endlich, die braucht keinen Schwanz nicht. Da, hier. Hängen wir Schwert und Wind. Easy. So, das da stellen wir da, was hingehört. Wunderbar. Jetzt mir gaff. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Messer brauchen wir kein. Mit den ganzen Zutaten-Scheiß, das passen wir beobachten. Ja, das müssen wir uns jetzt sauber einrichten, damit das einen Sinn hat. Jetzt nehmen wir weiter da oben. So, da wird geschnien. Und da werden wir die ganzen Zutaten her platzieren. Oder machen wir es gleich. Warte mal, das balancieren wir jetzt sauber aus. Jetzt pass auf. Machen wir so. Gewürzregal. Die haben wir ganz weit, so weit hinter, wie es geht so. Ja, schaut zwar scheiße aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Ah, nein. Ja, sehr gut. So, und das nehmen wir da so hin. Ah, damit wir alles in Reichweite haben. Alles in Reichweite, Kinder. Und links, das brauchen wir einen Ofen. Wo ist denn der Ofen hier verschwunden? Da haben wir hoch, dann nehmen wir den da. So. Ja, damit wir halt nebeneinander kochen können, ne? So, nehmen wir den noch hier.
So, Ketchup bleibt drin. Ketchup. Kommt auch da her. Brauchen wir. Ketchup. Mayo. Mayo. Ketchup. So. Dann nehmen wir den Teufel. Jetzt passen wir mal acht. Schön, dass der innere Mann gesagt hat, das passt da so. Schön da ins Eck rein, damit das passt halt einfach. Weißt du selber, was es ist. Dann nehmen wir da die Fritteuse her. Leider nicht mehr. Und irgendwo haben wir noch Mikrowellen gehabt. Da haben wir Mikrowellen. Heute wird vorgekocht und dann gibt es bloß noch den aufgewärmten Schund von der Mikrowellen. So schaut's aus. Können wir eigentlich auch so machen. Schaut besser aus. Du, mal, schau denn besser aus. Vergiss deinen Grill nicht. Nein, nix da. Da wird nichts vergessen. Aber wir brauchen auch große Arbeitsflächen, wo wir 5 Teller, was weiß ich, links, rechts, also kriegen wir schon 5 Teller nie. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Das bleibt mir auch. Warum kommen wir aus dem Modus da nicht mehr raus? Was ist denn für Behinderung? Dann nehmen wir mit das da. Teller 1. Gibst du, das nervt mich noch gewaltig, dass ich nicht den Teller einfach obisieren kann. So, Teller 2, nehmen wir einfach einen runden Teller. Wieso wird denn da manchmal angezeigt, wo ich ihn platzieren kann und manchmal nicht? Ist das, kann man den einfach... Das ist ja ein ovaler Teller, ich mag ja gar keinen ovalen Teller, ich mag einfach einen runden Teller. Das ist ein runder Teller. Was wird denn nie da zusammen fabrizieren eigentlich? Komischen Tschernobyl-Teller, da kein Mensch frisst für sich eine Teller, was ist das? Ja. So. So. Pass auf, jetzt werden nämlich die fetten... Wir brauchen nämlich... Das muss jetzt dann schnell gehen. Ha? Geschissen aufs Gate, sondern wir brauchen Skillpunkte. Bin mir nicht sicher, wir brauchen Level 10 für den geschissenen Scheiß aus Deppen. Oh, was ist denn da noch drin? Kohlesack! Was ist da drin? Nix. Okay. Okay. So, wie ist jetzt das gleich wieder gegangen? Das weiß ich noch. Bevor wir mich aufsperren, haben wir mir auf die Speisekarte etwas setzen müssen. Das weiß ich noch. Dazu werden wir aber einkaufen müssen. Was haben wir noch? Wie viel Kickerlachs standen da noch drin? Ein Stückerer 4. Ein Stückerer 4. Wie viel haben wir da noch? Tomaten, Petersilie, Kartoffeln. Da haben auch noch 2 Petersilie, hergeschnittene Kartoffeln, Ribeye-Scheiben haben wir noch. Dann müssen wir erst mal einkaufen. Ein runder flacher Teller, 2. Ja, schauen wie viele Teller haben wir. Chuck Brother, Tommy, brauchst du einen Michel? Ja, ich arbeite dann. Rechtsklick ist wenden. Was? Wo ist wenden? Rechtsklick wenden, wo, wann? Rechtsklick wenden? Du meinst wahrscheinlich beim Bauen. Oder was meinst du? Das probiert jetzt noch einmal aus. Was? Wo? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Das ist schon 5 Minuten her. Los, Baby. Bavarian Messi, der Küchling kommt dir jeder bekannt vor. So schön, wie es bei dir auch gegangen. Ja. So. Eins nach dem anderen. Jetzt gehen wir aus dem Modus aus. Drücken wir mal aufs Tablet. Speisekarte. Was bieten wir an? Wir bieten an Pommes frites. Wir bieten an Kickerlachsen. Die haben nicht so schwarze Moor wie die geschissenen Ribeye Steaks. Und ja, kriegen wir da mehr Skillpunkte, wenn man mehr Sachen auf die Speisekarte tut? Wie können wir da auch Sachen freischalten schon hin? Tomatensuppe, die machen wir ja. Wir können ja gar nicht mehr Speisen wie 3 anbieten, weil wir bloß eine Präsentationsdingsbums da haben. Aber nehmen wir Tomatensuppe dazu. Tomatensuppe haben wir noch gar nicht gemacht. Die zimmern wir auf. So, was brauchen wir da? Schneiden, Tomaten mal 2. Wasser. Tomatenscheibe, Milch, Butter. Da ist ja voll kompliziert, Alter. Ja gut, gehen wir einkaufen. Was ist mit dir? Alter, die Daten schon warten. Du musst jetzt gedulden, Mr. Smith für Arme. Wir brauchen jetzt erst einmal Kickerlachsen. Derer viele. Derer mehrere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kostet Quarte? Du, der Hals abschneiden, ein Dreck-Huren. Oh, schau doch mal den Scheiß noch, gehst du mit Behinderten. So, Kickerlachsen. Eine in den Kühlschrank. So, was brauchen wir noch? Wasser, Milch, Butter. Alter, die stehen schon komplett da. Oh Mann, muss ich mich jetzt da schicken auch noch. Ihr Pimmelberger. Wo gibt's da Wasser? Muss ich das in Flaschen kaufen? Haben wir kein Wasser an. Wasser wo? Dann brauchen wir für Pommes frites gleich 3 Liter Öl mit. So. Wo? Wasser wo? Sauber wieder das gekauft, was wir schon haben. Natürlich, ja, die 2 Kickerlachsen halten nicht lang. Aber Wasser! Wasser wo? Milli, grazie. Wie viel Milli brauchen wir? 0,2 Liter. Wie viel ist da drin?
1 Liter nehme ich an. Kaufen wir mal 3 Bagel Milli, aber Wasser ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Flea Frankie, lesen wir mal letzte Dono. Andauernd Nudeln in den Abfluss halten und dann schimpfen, wenn Kinder das Loch verstopfen. Wasser! Wo? Was ist das für Kebab-Messer? Das ist ein Kebab-Schwert. So, wie haut jetzt das mit dem Wasser hin? Kann ich das vielleicht... Kann man das vielleicht in einer Schüssel einlassen oder irgendeinen Scheiß? Warte mal. Damit tun wir so eine Schüssel her. Schüssel. Das ist jetzt die Rohrschüssel, damit die Rührschüssel. So. Wasser aus die selber. Ja, aber wir kriegen da Wasser ein. Brauchst du einen Herd oder einen Topf? Wasser aus der Wasserhähne. Das macht mir noch keinen Sinn nicht. Wo kriege ich Wasser her? Jetzt schauen wir mal in den Online-Shop hinein. Wo ist ein Besteck? Einrichtungen, Stationen. Was haben wir da so? Wahrscheinlich brauche ich einen Wasserspender oder irgendeinen Schwachsinn. Wo kriege ich Wasser her? Wasser kostet nichts. Nestle ist noch nicht da. Noch nicht. Oberfläche, das braucht das kein mehr. Schellbreit! Alle, geh weg jetzt da mit deinem Schund! Außenbereich. Kann man neue Tier kaufen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und es gibt Stände. Was ist das da? Well, können wir auch alles noch nicht haben. Was ist das da? Können wir auch alles noch nicht haben. Wasserhahn. Kochtopf. Wo Kochtopf? Muss ich den wieder im Supermarkt kaufen? Es gibt ja da sowas nicht wie eine Uhrzeit, oder? Wenn die da anstehen wie die Nairischen, dann ist das halt so. Ja, dann haben wir einen Tag verschießt. Wo ist da die Tiere nicht auf? Gut, fix. Hab ich da nicht gerade einen Topf irgendwo gesehen zum Kaufen? Da! Kochtopf! Wird das vielleicht auch dabei? Zu Kochtopf hinzufügen! Verdammte Scheiße, das ist sogar noch blau! Ja, dann nehmen wir den Topf auch noch mit. So, Wasser, Hammer. Also kein Hammer, sondern einen, wir haben einen Kochtopf. Tomatenscheiben, Milli, Butter. Wo ist die Butter? Flur, Cake, Sun, irgendwas. Butter, wir brauchen Butter. Butter. Achso, da ist in der Metalldose drin. Nehmen wir auch 3 mit. So, 700. Einkauf für Tomatensuppen. Deine Tomatensuppen. Her mit dem Schund jetzt da. Brauchen wir noch? Kochen. Auf Suppenteller übertragen. Zu Suppenteller hinzufügen. Petersilienstück. Aha. Heiß servieren. Aha. 8 Tomatenscheiben? Dann muss ich Tomaten auch noch einkaufen. Grüezi, fix nochmal so, was ist das für Tomatensuppe? Die kostet im EK 18,50 €. Und dann beschweren sich die Leute wieder, wenn sie essen so teuer ist. Sollen wir das vielleicht ausräumen? Was sagt ihr? Aus Box nehmen. Muss alles sauber eingerichtet werden. So, da, das können wir eigentlich direkt daneben stellen. Das ist zwar dann akute Brandgefahr, ist mir aber scheißegal. Ah? Das ist ja, da hätte es keine Kuh werden dürfen. So. Was haben wir noch da drin? Kochtopf auf alle Fälle. Ja, den anderen Scheiß lassen wir mal da drin. Was weiß ich, ich tue einen Kochtopf jetzt da her. Jetzt schauen wir, wie wir da Wasser einkriegen. Kriegen wir da Wasser ein? Ah, Tatsache! Aus der Spüle! Wir kriegen das da wieder raus. Schwapp. Wir kriegen das da wieder... Drehen. Okay, nochmal. 20 Wasser. 1,2 Liter brauchen wir. Und... Ja, das war zu viel. Kann man das langsam ausdüdeln? Ah. Wie viel habe ich jetzt noch drin? Das sehe ich natürlich nicht, gell? Warte mal. Nein. Ach komm, aber... Wer soll denn nicht, Alter? Wer soll denn das messen, Alter? Was? Ja! 1,23, bin ich zufrieden damit. Scheiße, wir brauchen einen Kochplatten wahrscheinlich auch noch, oder? Kochen. Ah, was ist denn das überhaupt? Suppenteller! Suppenteller! 3 Mal. 3 Mal Suppenteller. So, Tomaten. Haben wir bloß noch eine. Wie viel haben wir da? 6. Tust du mir eine her? Schneiden. Das sind jetzt Tomatenscheiben 4. Ja, aber... Wie viel brauchen wir? 8.
Also 2 Tomaten pro Suppe. Kannst du ausgehen. Okay. Ah, du, der hupf jetzt so schnell zum Obsthändler um und hol noch ein paar rote Tomaten. So, grüß euch, komm, bin in den nächsten 2 Stunden soweit. Das ist aber Ohrwaschelkrebs. Ja, ich hab auch ein wenig Ohrwaschelkrebs. Von mir selber. Ja, Alter, geschissene Tomaten kostet 3. Kaufst du doch mal ein Stück oder 20. Das, jetzt das. So, passt dem schon. Hab ich die. Gehen wir noch Hälfte brauchen. 2 Tomaten auf 1,2 Liter Wasser. Ja, das wird ja nicht. Das müssen wir sauber auskochen. Muss man wissen. So, jetzt pass auf. Kann man doch eigentlich mehrere nehmen. Das war eigentlich auch noch ganz toll. 1, 2, 3, 4. So, kann ich eigentlich einfach auf der Küchenplatte da oben anschneiden? Natürlich wieder nicht. Meine Güte, Alter. Komm, hör mir auf, dann kauft er ein größeres Brill, du Trottel! Der Großkirch kommt mit dem Brill von seiner Oma daher. Ah, wunderschön. Hammer. Es ist die Frage, ob ich die Scheiße da 3-mal kann. Kann ich jetzt da eigentlich 3,6 Liter Wasser rein, alle 8 Tomaten, also alle Tomatenscheiben einwerfen, 0,6 Liter Milch reinschütten, Butter und dann schütte ich aber bloß. Du weißt schon, wie ich meine. Ich glaube nicht, dass das geht. Ah, da ist wieder Massenverarbeitung, ist nicht möglich. So, jetzt werde ich mir wahrscheinlich Kochplatten nicht leisten können. Einrichtung. Wo sind wir? Na, Kochplattenpreis. Stationen. Ja. Kochplatte wo? Na da. Ah ja. Was mit der Chernobyl-Kochplatten muss ich da umeinander scheißen? Bist du Besuchermeister? Okay, weiter. Einzelherd, 180. Ja, nehmen wir. Wo stellen wir den hin? Den stellen wir auch. Also. Wer Trottel hat denn eigentlich den Schubladen da auflassen? Oh, jetzt ist fast missgeworfen. Hoppala. So, Kochtopf. Jetzt pass auf, wie müssen wir machen? Jetzt wird gekauft. Tomate mal 2. Hab ich. Wasser, 1,2 habe ich. Tomatenscheiben 8 habe ich auch. Milli. Wo ist die Milli? Die Milli eine kühlen? Ja, ich glaube schon. Der wir lieber in den Kühlschrank hinein. So, Milli. Machen wir mal auch in den Kühlschrank zu. So, Milli grazie. So, wie lassen das jetzt rein? Hä? Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist, aber jetzt sind auf einmal 1,42 Liter drin, also 0,2 Liter Milli. Ist da 1 Milli? Das ist doch ein Literbagel, oder? Ja, wie wir mal ein Stück Butter in Alter, das werden wir dann schon sehen. Muss ich das jetzt aufmachen oder wie läuft das? So, zu Auftrag hinzufügen, ja, Milli ist drin, Butter 200 Gramm. 200 Gramm Butter. So. Und jetzt stellen wir die ganzen Pumps da auf dem Ding auf, oder was? Wann ist denn der fertig, wenn heiß oder was? Kochen. Suppenteller übertragen. Haben wir schon. Suppenteller hinzufügen. Petersilie. Warte mal. Ja, Alter. Ah. Okay, das muss klar machen. Ah, schön. Ja. Ja. Oh, da können wir gleich mehr machen. Schön. Ah! Oh, der Suppenteller ist ein wenig übergegangen. Ah, Entschuldigung. Warum ist das eigentlich braun? Oh shit, ich hab Tomaten vergessen. Komm, hör mir auf, du. Ja, ich wollte da eine Buttersuppe machen. Was laufst du für Scheiß? Drehen, schützt dann wieder aus. Da, so, easy, schau ich.
schütten. So, kann man das wieder zurückschütten? Nein, oder wie läuft der Hase? So. Sie haben nicht gesehen. So, die haben jetzt einfach da, schauen wir, was passiert. Wir wissen da noch drin. Ja, die haben jetzt mal, das ist noch mal rein jetzt da. So, Tomatenscheibe 8. Ja, noch mal ab da. Du musst jetzt erst am Butter schmelzen, du Trottel, du Ahnungslose. Kruzifix. Hä? Sag mal. Tomatenscheibe mal 8. Mischung wird, weiß ich nicht, die wird mehrere. Ah, es ist die Siemens Expansionstomate, muss man wissen. Und jetzt schütten wir das da rein und dann ist das Picobello. Jetzt pass auf. Suppenteller. Ja. Und. Ja, Millimeter. Ah! Ich hab noch mal ein bisschen was dazu geschüttet. Ja, hilft einem nicht. Das ist, it is what it is. Ja, das passt auch ganz gut. So, jetzt ist wenigstens rot. Ah? Fällt's kaum auf. So, ja. Achso, Nummer 1,3, 1,8, 1,7, dass wir wenigstens eine einigermaßen hinkriegen. So, passt schon. So, du kommst in den Kühlschrank. Ah, die kommt morgen ins Mikro, die ist dann schon noch fertig gut. So, jetzt pass auf, jetzt nehmen wir da Bällese. Auftun. Ja! Schau hier! So, nochmal. Stück. Ich nehme ein Stück. Ein Stück gerät Tomatensuppe. So, und jetzt, bevor es kalt wird, serviere ich das. Ja! Bruder! Hier backen 100 Zutaten, 100 hat bloß ein wenig gebraucht. Weil wir es nur mehr Hals anmachen müssen. Das passt ja schon. So, und die anderen Tomatensuppe, die nehmen wir gleich mal in den Kühlschrank rein. Vielleicht sollten wir uns mal noch einen Kühlschrank kaufen für die fertigen Speisen. So, kommen in den Kühlschrank rein, die kommen dann in den Mikro. Das kann dem schon. Ja? Kostet so ein Kühlschrank. So. Weißt du, wie es ist? Station? Wo? Kühlbox? Oh, ja, oh. Mini-Kühlschrank? Was? 2000 oder da geht bankrott? Da geh ich bankrott, dann können wir es nicht leisten. Bist du besoffen oder was? Hä? Muss man noch mehrere vorkochen? Da, hier. 5-mal. Was brauchen wir überhaupt? Wir brauchen noch Pommes frites mit einer Kartoffeln. Jetzt krieg ich gleich wieder geschimpft, weil ich Kartoffeln gesagt. Das ist halt ja jetzt. Bierges Buttersuppe. Na ja, der Pfeffer! Schau mal jetzt sag her! Kostet eh nix! Was kostet weg, Bruder? So, nimm mit! Und ja, ein Lieferservice. Hinter dem Topf sein wir. Ja! Hinter dem Topf! Ist vor dem Topf. Ah, wenn wir da auf, kommt jetzt da unten einsteigen. Wunderbar, schön. So, wir gehen einen Pommes frites, glaube ich. Das war da hin, mehr. Möchte den da von mir. Da, hier, so, Rezept. Frittieren in einer Fritteuse. Auf Frigierkorb. So, haben wir da ein. Dann nehmen wir den Eilon. Fritteuse, ja, blablabla. Okay, Kartoffeln nehmen. Sonnenblumenöl. Schneiden. Okay. Nehmen wir ein Kartoffel. Oh, da liegen noch so viele Tomaten umeinander, so viel hat man gar nicht gebraucht. Ja, die haben wir vorgeschnitten für morgen. Das ist wichtig. Habe ich gelernt. Jetzt wär's klar, das habe ich tatsächlich gelernt. Dass es tatsächlich so gemacht wird. Wahrscheinlich nicht überall. Ja, aber mir wurscht! So, das ist mal Kartoffel. Wie viel Kartoffel brauchen wir? Eine pro Pommes frites. Kochen wir, wie viel Pommes frites kochen wir? Ja, ein Stück oder 5. Pommes sind schnell weg, das weiß ich noch. Kochen wir 5-mal Pommes frites. So. Nein, nicht die ganze Schachtel, du Dorfdepp. So, dann mit der Kartoffel. Nimmst du ein wenig an der Kartoffel? Steht ein wenig aus, aber das ist wurscht. So, schneiden 1. Und ich glaube, die haben wir 2-mal schneiden müssen, wenn ich mich recht entsinne. Ah, die ist saubere Akkordarbeit. Jawohl. Die Fritteuse ist ja noch nicht da. Oder? Da können wir noch gemütlich reinzimmern und dann, weißt du eh. Nein, das mit Sonne und dem Mond. Was für ein Mond, Alter. Da, Pommes frites. Da haben wir aber ganz schön knickert mit den Pommes, wenn wir bloß aus einer Kartoffel Pommes verkaufen für wahrscheinlich 12,50 €. So, ist die O oder ist die aus? Weiß ich nicht, sie tut auf alle Fälle nicht blubbeln. So, Kartoffel nehmen, Kartoffel schneiden, Pommes frites nehmen, im Frittierkorb übertragen, frittieren in einer Fritteuse, zu Teller hinzufügen, Ketchup und Mayo dazu, fertig. Oder? Das ist, Bruder, das ist ja nur noch einfach. So, Messer, der gehört wieder zusammengerammt. Jetzt nehmen wir das Ding. Kann ich noch so mal? So. Oh, du sollst das ganze Ketchup abteifen, du Trottel. Aber wie kriegen wir da rein? Kriegen wir da alle rein? Ja. Schau hier. Schau hier. Großfritteuse ohne Großfritteuse. So, Ketchup Mayo steht ready.
Müssen wir da mal da? Oh, nein, jetzt hätte ich fast einen Digi gekackt, oder? Was passiert, wenn ich am Digi kack? Ein Digi kackt, ja gut, ist ja wurscht. So, Fritteuse 1. Kriegen wir schon. Eins noch, Mann. Und dann wird's bloß noch im Mikro eingeschissen und dann ist gut. Schöner Stream, alle noch! Hashtag Fritmöse. Mr. Klaas, merci dir. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, es ist so viel Stress. Es ist jetzt schon wieder 10 von 9 und wir haben noch nicht... Oh, Kundschaft gehabt! Free Frankie, lecker Laktosesuppe Lebitbeeren. Ja, das ist der Cholesterino 3000. Herr Geibefee, ist das veganer Plus-Variante? Tomatensuppe ohne Tomaten. Ja, ja. Da haben wir nur heißes Wasser mit einem Stück Butter drin. Ah! Na, also da? Okay, so. Das war da. Und dann... Ah, was passiert? 1, 2, 3. Ah, was tut's denn? 4, 5. Und jetzt schickt man uns mit einer Portion, damit die heiß bleibt. Hätten wir das irgendwie salzen müssen oder so ein Scheiß? Ja, der frisst Pommes ohne Salz und mit Einglas. Oh! Was fehlt denn die Zutaten, ihr Arschlöcher? Also nicht ihr, die im Spee. Schau mir oben links neben den Tag, da ist eine Art Uhrzeit mit Tag-Nacht-Zeiger und der Closed-Schüttel. Oh! Das ist aber oben rechts. Ich habe einen Dream Messen. Das stimmt. Aber ich glaube, dass sich der nicht bewegt, solange ich nicht auf Open drücke. Weil die stehen ja nicht schon lange da draußen und es sind immer nur die gleichen Leute. Das Öl war zu frisch, wahrscheinlich. Ah, ja, das müssen wir, jetzt pass auf, das müssen wir noch schnell fertig kotzen. Ja. Ja. Stellen wir wieder hin. Und wann wird das eigentlich jemals la, so ein Ketchup? Ketchup wird nie la. Wisst ihr aber. Ja. Das reiben wir jetzt alles in, wie wir das da einkriegen, das weiß kein Mensch. Also, ja, das schaut gut aus. Kann man Teller auf Teller stapeln? Bitte sag ja. Ah ja, das sind so unsere guten Stapelpommes. Hey, den Kühlschrank kriegen wir schon voll. Tun Sie sich mal nicht hinunter. Oh, da steht halt ein bisschen aus, aber das muss schon gehen. Muss schon gehen. Was ist das? Kann ich das hinzufügen dann oder was? Ah, mit zu? Ja, er steht ein wenig aus, aber das ist ja wurscht. Ah, Hauptsache gekühlt genießen. So, was brauchen wir noch? Achtung! Speisekarte da. Hühnerbeinchen. Oh, ich sauer die Kickerlachsen. So, das nehmen wir weg. Was brauchen wir? Ah ja. 2-mal Kickerlachs. Her damit. Da sind 8 drin. Wir haben doch noch irgendwo 2. Okay. 1 Stück. 2 Stück. Da kommen wir auch gleich vor. Minimum, wie viele Teller haben wir noch? 3. Machen wir 3-mal Kickerlachsen. Da, Kickerlachsen. Kickerlachsen. Ja. Es ist ein bisschen blöd, dass man nur einen Kickerlachsen tragen kann. Das ist ein bisschen kacke. Bisschen kacke. So, diesmal verwechselt man vielleicht auch nicht Salz und Chili-Pfeffer. Jetzt nehmen wir mal Salz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawohl, absolutes Pro. Das ist der Chili-Pfeffer, den wir da haben. Das ist der normale Pfeffer. So. Stopp! Ich brauche nicht. Was ich brauche? Da haben wir schon Chili-Pfeffer. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, Fritteuse läuft übrigens immer noch. Machen wir erst den Schund. Braucht kein Mensch. So, Kicker, jetzt müssen wir einen Grill einheizen. Würzen mit Salz, Chili, Pfeffer haben wir jede Seite grillen. Auf Teller übertragen, Hühnerbein, Grill. Oh, Tomaten brauchen wir noch. Tomate! Fertig geschnitten? Freilich fertig geschnitten. Schau her, für das haben wir vorgeschnitten. Ja? Müssen wir Tomate. Oh, Tomate muss auch gegrillt werden. Oh Gott im Himmel, wie soll man das alles gleichzeitig grillen? Dann brauchen wir einen zweiten Grill. Kostet ein zweiter Grill! Nein, das kostet 2. Kostet 2. Kinder, das kostet 2. Müssen wir noch eine Hand machen. So, dann nehmen wir Rundenteller. Rundenteller 1. Rundenteller 1. Rundenteller. Jetzt ist die Frage, ob dann unsere Kundschaft noch Teller hat. Herdplatte läuft auch noch. Oh shit, ja, stimmt. Ja, Gas kostet nichts. In der virtuellen Welt hat der Russe seinen Angriffskrieg auch noch nicht begonnen. So, da waren wir auch. Hier, Kohlesack. Nein, nicht am Bonico-Fluss Österreich. Du Vollidiot! Kohlesack, hat noch 77 Gramm drin. So, Anzündi. Gib ihm.
Wo ist jetzt der hin? Weiß ich nicht. Ja, okay. Wie platzieren wir jetzt die Kickerl da drauf, ist die Frage. So, dann müssen wir so mal. Ah, kriegen wir schon. Kriegen wir schon. So, dann nehmen so. Ja, das war ein bisschen grenzen. Ja, nein, 2 nebeneinander. 2 neben. Ah! Da sind da weggefallen. 5-Sekunden-Regel. So. So. Und so. So, was nehmen wir mit die Tomatoes? Und für Tomatoes auf die schnelle meine Bälle. Warum kommen wir immer auf das Gleiche? So, ich lege mir einfach rum drauf. Das muss klar. So. Wenn wir das wenden müssen, ist sowieso alles beim Arsch. So. Nehmen wir das wieder noch zusammengeräumt da. Ja, das dritte machen wir halt dann so. Was brauchen wir noch? Dass man so macht. Tomatenscheiben zum Teller hinzufügen. Servieren. Okay. So schwer kann das jetzt nicht sein. Das machen wir so. Ja, grob weiß ich es ja noch vom letzten Mal. Jetzt müssen wir das da begutachten. Das dauert ein bisschen, bis die Kohle noch ist. Ah, sehr realistisch. Sehr. Ah. Herr Doppelkreuz, nö. Was da steht, ist ja auch völlig wurscht. Also, möchtet ihr das hinter mir sehen? Bis jetzt hat noch keiner was gesagt, dass ich mich woanders hinschirmen soll. So, nein, wenden. Wie tun wir wenden? Werfen, halten, platzieren, drehen? Das hast du doch letztes Mal anders gegangen, oder? Warte mal. Ah, da. Wenden. Oh shit, Tomaten sind verbrannt. Muss passen so. Nicht mehr so. Auf R hat man es einfach wenden können. Ja, dann haben nicht die angekokelt. Das ist ja nicht so schlimm. Legen wir jetzt da so her. Ja. Da, ein bisschen angekokelt, hilft nicht. Da so hin. Da, warum braucht der so lange? Das weiß kein Mensch. Und das wird's gewinnen. So, jetzt machen wir es aber nochmal in gut. Was macht? 1, 2. Tomaten. So. Muss man es jetzt bei der Hälfte wenden oder wenn es ganz durch ist? Oder erst wenn das Feuerding drüber brennt? Ich weiß nicht. Okay, wenden. Tomatenscheibe. Bitte. Haben wir schon 4-mal Tomatenscheibe? Weiß ich jetzt nicht, ist nicht so wichtig. Gib ihm. Komm, gib ihm. Ja, ist fertig. 1. 2. 3. Nein, nicht, was ist das denn? So, servieren. Zack, servieren. Möchte keinen Ton nicht hören? Kriminal. Herrgott. Sackel Zement und das Stück Tomaten nicht neu. So, das geht in den Kühlschrank, du. Wenn wir da hindrehen. So, jetzt haben wir sauber vorgekocht. Jetzt können wir mal 3 Tage laufen lassen. Hoffe ich. So, meine sehr verehrten Damen, da schaut mal das an. Ich habe fast nur 3 Sterne-Gerichte gekocht. Die verdammten Banausen. Öffnen! Jetzt haben wir heute Leute wahrscheinlich keine Tellern mehr. Ich probier's. Okay? Oh shit, die haben wirklich keine Tellern mehr. Okay. Irgendjemand muss es geschmeckt. Hat's dir geschmeckt? Das ist die beste Buttersuppe ever! Ja, müssen wir es einmal im Arschbein schicken. Da, hier, schmutziger Schund. Glaube ich alles zusammen. Schauen wir aus. Ich stelle dir das einmal vor die Nasen, damit nichts feit. Da, so, hier. Oh, Level 5. Ja, schau hier. Was ist da los? Ah ja, ankassieren. Müssen wir schon noch. Müssen wir wieder nachkaufen. Keine Teller mehr in den Regalen. What? Ich eile! Ich eile, muss mal putzen! Stiegel für Stiegel. Sag ich mal putzen. Warte. Da mal wie ist denn das gegangen? Ah ja. Kriegen wir schon. Jetzt geht der Stress wieder los. Absolutes Pro-Gaming. Natürlich. Ja. Noch nicht so gar nicht. Also wir haben schon so gar nicht da, aber das wissen ja die nicht. So, jetzt ein Teller. Brave Bubis. So, wir nehmen das gleich mit da. Ankassieren, ja. Die haben wir gleich wieder eines. Der LeBron ist auch wieder da. Ein Schund wieder zusammengehauen. Die Dreckbären. Wir schauen mal aus. Was ist da los? Ah, da gibt's den Daumen nach oben, du. Das ist gut. Ankassieren, jawohl. Wo ist denn der Schundteller? Da ist der Schundteller. Ich glaube, dann stellen wir lieber mal ein Stück wieder da her. Ja, das schaut doch gut aus. Schau her.
Wo ist der andere Teller? Ja. Wir schauen mal aus. Oh, jetzt müssen wir jetzt anspenden. Müssen wir uns Teller kaufen. Oh, ich gesehen, müssen wir uns Teller kaufen. Ein Stück, 2, 3, da schon gegangen. Ja, füll den Schrank auf. Oh, das haben wir ganz schön viele Teller. Legen wir mal schon. Warte mal. So. Ah, schau dir das an. Kassiert. Teller eingesammelt. Nehmen wir so mit. Passt dem schon hin. Was ist da? Ah! Wir haben kein Kickel mehr! Tomatensuppen! Eine Mikro! Also, jetzt zu mir. Ich arbeite dran! Hey, wie hat's abgearschelt? Oh, was ist denn jetzt passiert? Scheiße, jetzt sind wir im Bohnen, Alter. Tomatensuppen und Kickerlachsen wollen's. Ah, das sind aber die letzten 2 Kundschaften am Tag. Nein, das nicht. Jetzt pass auf, wir machen nur das Gericht, was sie dir. Ja, das schaffen wir sowieso nicht mehr da. Der macht Pommes! Ja, genau, weil ich jetzt vorkocht. Also, du kriegst Pommes. Bin schon schnell. Wann ist das da fertig? What? Nein! Jetzt sind sie wieder gegangen. Dann stell ich es wieder in den Kühlschrank zurück. Du, ich würde nicht schlecht. Du. Was möchtest du? Kickerlachsen. Wie gar einer Kickerlachsen reiße ich die jetzt nicht aus dem Kühlschrank aus. Da kommen noch 2 Stück. Stück 2. Schaut's bei dir aus? Pommes. Wunderbar. Du? Kickerlachsen. Du magst jetzt Pommes. Nein, auch Kickerlachsen. Verdammte Scheiße. Gib du einen Kickerlachsen her. Komm. Schneller zu mir und los. Organisieren. Teller. Organisieren. Scheiß Landbinst. So, ich muss mich schicken. Wie viele Teller haben wir noch? 3. Muss klar. Wie viele Kickerlachsen hinten zum Verkaufen? Die 2. Ja. Weiß jetzt auch nicht. Ich sehe nicht, wie heiß das ist. Wird schon passen. Achtung. Ich komm. Kickerlachsen servieren. Hey, ja, wer so spät kommt, der muss damit leben. Ja, Vorkocher bringt schon was. Wie sollst du denn das im Überblick behalten, wenn das Essen ausgeht und du musst dann erst wieder das Kochen anfangen? Wie sollst du das allein im Überblick behalten? Übrigens, Doppelcross, merci für deinen Zwickel. Mal so abgesehen davon, das habe ich glaube ich vergessen. Ja, du kannst ja deine Tomatensuppe in den Arsch schieben, weil du den Rest wieder wegschütten musst! Du Kackfrisur, du Kreislige! Was ist da? Achso, gut kassieren, die haben wir natürlich schon. So, Teller Hipfiffe. So, dann haben wir es für heute, oder was? Schauen wir mir gut aus? Ja, freilich schauen wir mir gut aus. Jetzt, wenn nur irgendjemand kommen darf, der halt das war jetzt. Da haben jetzt noch 2 oder 3 Kickerlachsen drin, die keiner gegessen hat und die muss ich jetzt wegschmeißen und das ist das Letzte! Ich friss es selber! Oder mit dem Zahnputzen. Hast du gesehen? Ja. Oder jemand kurz vorm Aus, ich geb's verloren. Wundert mich nicht bei dem scheiß Frausterin. So, haben wir's? Ja, haben wir's. Wir sägen jetzt probieren wir das einmal nochmal schnell in Ruhe aus. Tomatensuppe, da säge ich ja wieder, okay, die ist gelb. Wir haben die Pommes, die sind auch gelb. Also von der Temperatur her. Von Temperatur her. Die haben auch gelb. Was heißt das? Haben die einfach... Okay, die haben gekühlt. Die rauchen sogar ja auch noch. Jetzt wenn ich da mal... Wenn ich die da im Mikro einschiebe. Ja. Wann säge ich, dass sie fertig sind? Oder wieder richtig warm haben? Der Kühle konserviert. Ah! Nein, das wollte ich nicht. Aha! Es piepst. Ich verstehe. Das heißt, ja, ich verstehe schon. Nein, ich möchte es nicht da hinzufügen, ich möchte es da auch verstehen. So, dann machen wir zu. Ich glaube, das dauert bloß lang, bis die oberkühlen. Ja. Tag, Ben! Die Tomatensuppe hat es nicht recht rausgerissen, muss ich sagen. Überspringen. Aber die Vorarbeit bringt uns jetzt Gerichte 10, 12, ist mir alles scheißegal, wird schon passen, neuer Tag. Jetzt brauchen wir nämlich, und das ist schön, und jetzt bei so auch die ganze scheiß Prozedere, das können wir uns jetzt sparen. Wir gehen jetzt her. Ja. Machen wir ja mal auf.
Sagen wir hier Speisekarte Brudi, wir haben vorgekochten Gickel, vorgekochten Pommes frites, vorgekochten Tomatensuppe. Ja, freilich. Ja, gehen wir mir her, dann nehmen wir das Tomatensuppe und stellen wir es bitte in die Mikrowelle. So, bitte einmal einschalten, dann haben wir mit den Gickelhaxen. Den stehen wir gleich bereit daneben. Dann haben wir noch einmal oh nein, nicht Pommes übernehmen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? So, haben jetzt die Pommes da schon noch oben, ja? Ja. So. Okay. Wir haben sogar noch ein wenig Tomatensuppe im Topf drin. Teller kaufen nicht vergessen. Guter Punkt, das ist das Einzige, was wir machen. So, jetzt wenn die fertig ist, dann müsstest du genauso laut spielen, genauso gut sein wie die von gestern. Frische. Kann es sein, dass man für das Mikro davor stehen bleiben muss? Das glaube ich nicht. Hallo? Magst du vielleicht die Musik beim Radio mehr ändern? Ich glaube, es gibt nur eine und aus. Tja, der Teller dreht sich nicht mal, das stimmt. Warte mal. Weil wir es vielleicht schon mal drin gehabt haben? Warte mal. Komm, jetzt Suppen nicht. Warte mal. Was ich jetzt gleich tue. Liebe Kinder, nicht zu Hause, auf alle Fälle zu Hause nachmachen. Das. Das ist eine richtig gute Idee, gefreut sich Mama. Der Papa. Und du kriegst den Kochtopf dann als Heim. Wird aber auch nicht warm. Machen wir das da. Der dreht sich. Drehen sich eventuell nur die flachen Teller, kann es sein? Springen wir wieder mal eine Kugel, ich glaube, das geht in dem Spiel nicht. Da warten wir schön brav auf den Cooking Simulator 2. Kannst da den Teller auf den Grill stellen. Meinst du das? Oder warte mal. Ja, die piepst und wird fertig. So, erstes Gericht. Gickel. Ich glaube, was fehlen die Zutaten? Chilipfeffer. Ihr habt's mir alle zugeschaut, wie ich den verfickten Chilipfeffer auf die Scheißdinger aufgetan hab. Und verkocht sind sie auch. Ja, gut, das kann sein. Das hab ich am Anfang habe ich es wurscht, hilft nicht. Was haben wir da? Drücke die Tellern. Machen wir jetzt schnell so. Grutzi, fix, wo ist denn jetzt der Teller wieder hin? Anspeien, Teller kaufen. Stell halt die Suppen noch mehr auf den Herd. Ein Kochtopf auf den Herd, das kann schon gehen. Ja, das probieren wir. Warte mal. Steht da dabei, wie viel noch drin ist? Ein halber Liter. Machen wir so. Ah, lass mal blubbeln. Hilft ja nicht. Was mit den Pommes in der Mikro? Ah, da wird tatsächlich warm. Wird tatsächlich warm. Das heißt, man kann die Tomatensuppen nicht im Teller aufbewahren und noch mehr erhitzen, sondern muss im Kochtopf machen. Gut, dann machen wir diesen hier. Blub, einfach am Boden geschüttet, weil Hygiene, who cares? Und dann machen wir so. Oh, okay, das war ein bisschen viel. Schütten wir wieder zurück aus. Oh, ist es da jetzt eingerührt? Nein, natürlich nicht. Wie viel Mischung haben wir noch? 0,16. Da müssen wir alles reinschütten. Jetzt haben wir alles daneben geschüttet.
Aber wenigstens noch eine kalte, damit ich den nicht noch mehr neu kochen muss. Oh Gott, jetzt muss ich noch mehr reinkochen! Okay, nochmal von vorn. Wasser! Wie viel? 1,20 Liter. Hälfte, die ist gleich hoch, pass auf! 1,20 Liter ist drin, schau her, perfekto! Tutto perfekto! Tomatenscheiben 8! 2! 4! 6! 8! Hergestellt ist gleich! Stopp! Ich hab glaube ich in der Fritteuse noch Tomatensuppe stehen. Warte, die nehmen wir dann. Die kochen wir dann schon. Warte, machen wir dort. Ja! Da, ja, dann servieren wir es kalt, das lang wird Leute schon. Ja, Hitze! Was? 100, 0, dein Mann! Trotzdem insgesamt 3 Sterne. Du Kackfrisur. So, auf geht's. Einer mit euch, Zipfel haben. So, jetzt machen wir Tomatensuppe. Tomatenscheibe. 8. Bitte eingeben. Bitte eingeben. Dann bitte eine Mille. Bitte eine Mille. Ja, freilich. Da tut ein wenig eine Mille rein. Ja, blub ist drin. Brauchen jetzt bei 1,3 Liter Wein. Ja, Butter. Ganz Stück Butter eingeschissen. Freilich. So, auf den Bums. Eingeschaltet, Gaudi. Tomaten, verrammen wir wieder. Keine Teller mehr in den Regalen. Ich hab vergessen, wer zum Kaffee. Ja. Don't give me on my sack. Okay? So, Tomaten. Was? Musst du einschalten, du Depp. So, was haben wir da? Kassiert. Jawohl. Wir schauen mal. Ja, ich kassiere euch noch einer. Jetzt wird es ein bisschen stressig. So, das müssen wir zusammenräumen. Zusammenräumen, zugemacht. So, passt dem schon. Wir schauen mal da aus. Was Butter? Ist das ja mit 2 da oder was? Machen wir so. Ja, perfekt. Perfekt. Hinein. Stühlberse. Haben wir schon wieder Tomatensuppe gekocht. Ja, das ist schon noch gut. Das wird zwar jetzt kalt, bis die da alle gegessen haben, aber. Nein, das machen wir jetzt so. Sauber ankassieren. Jawohl, da liegt der Sauderpatz. Geht am Tisch. Machen wir so mal. So, wir hatten da seinen Teller in den Kind David. Bist du behindert oder was ist mit dir? So, und anwaschen. Aber es ist jetzt. Irgendwas ist aus! Was ist aus? Hoffentlich ist Tomatensuppe aus, das war das Wichtigste. Aber jetzt waschen wir mal schnell. Wir brauchen Skills, Alter. Wir müssen die Tomaten keine Teller mehr rein. Ja, ich arbeite dran. Bruder, ich arbeite dran, komm. Box haben wir. Box haben wir. Irgendwas ist aus. Was ist aus? Tomatensuppe und Pommes frites, die haben wir. Du, zufällig hätte ich da gerade eine gemacht, schau, gell? Da, Tomatensuppe. Bewertung. Die ist auch schon wieder kalt. Ja, sagen wir schnell, wird die Scheiße kalt, keine Ahnung. Und das ist einmal Pommes frites. Pommes frites. So, lecker Pommes frites. Eine in die Mikrowelle einschalten, die piepst dann schon. So, was müssen wir tun? Nimmst den Teller mit? Ja, dann nehmen wir den Trickern Sauermehl rein und jetzt waschen wir noch mal ab. Gas! Haben wir nicht so Gaudi da? Brauchen wir mehr Teller? Wir brauchen mehr Teller. Schau, brauchen wir gar nicht mehr Teller. Jetzt haben wir die Teller wieder sauber schon. Pommes frites! Hoppala. Was? Warte mal. Machen wir so? Nicht noch warm? Ja. Mit der Bratzen gelangt, das ist total Leidwurst, du. Das ist total Leidwurst. Da, Pommes frites eingeschissen. Alter, die ja perfekt! Aus der Mikro, Alter! Hab euch alle ankassiert? Jawohl, ich komme mit dem Kissel, sonst muss ich 15 Mal laufen. Geht einkassieren, das einkassieren, das einkassieren, das einkassieren, das einkassieren. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder keiner mehr und frisst die Pommes, die ich noch gerade gemacht habe. Schaut's da aus? Tomatensuppe! Super! Wie viele Tomatensuppen haben wir noch? Haben wir schon noch ein paar. Du, friss Pommes! Ich sag, was magst du alle mit einer Tomatensuppe, Alter? Du sind kühl, dann bleibt's warm. Ja, das ist ja das. Oh, da kommt noch vom Trainieren schnell. Irgendjemand hat mir seinen Mackie-Träger reingeworfen. Und da hat jemand seinen Müllsack unterm Tisch liegen lassen. Keiner weiß warum. So, Kinder, schmeckt's oder was? Ja, Tomatensuppen zu so später Stunde, ankassiert. Ich komme gleich wieder mit dem großen Kaliber. Es wäre noch geil, wenn noch 2 Leute kommen dann oder so. Ja, wird da kassiert, der Fralle wird da kassiert. Ja, ich bist fertig. Friss zusammen jetzt, du. Bravo. Bravo ist das. So, den nehmen wir mit. So, das mit der Schachtel ist eine richtig gute Sache. Haben sie eine richtig gute Idee gehabt. So, wir waschen ab. Schau mal richtig gut aus. Schau mal hin, haben wir 2 Level gemacht jetzt in dem einen Scheißtag.
Jetzt muss man gleich nur einen Tag. Aber nur wieder Kickerl-Haxen machen. Sollen wir die gleich vorbrauen? Ja, brauchen wir es gleich, das ist ja wurscht, aber es heute noch machen. Ja, aber Tellern kaufen wir uns so schnell. Na gut, ich kriege ja gar nicht mehrere Teller unter. Das ist ja das Problem. Außer wir kochen mal wieder so viel vor. Wir haben ja da immer noch, wir haben ja da noch 2 mit Pommes. Wie viel Pommes haben wir mir gekocht, Alter? Ha? Schade. Das ist ein bisschen dumm. Schau, die Pommes hat jetzt keiner mehr angelangt. Die habe ich jetzt total umsonst gekocht und die werden jetzt weggeschmissen. Das finde ich entfernen halten. Okay, dann wirft er das Essen weg. Ja gut, das ist natürlich auch ein Schwachsinn. Ja gut. Das hätte mir, das war jetzt geil, wenn man den Teller wieder runter tun kann. Das war eine richtig gute Sache gewesen. Ja gut, aber Kickerlhaxen müssen wir noch mit machen. Der Kickerlhaxen. Machen wir die gleich oder machen wir die morgen? Die machen wir morgen. Tag beenden! So, das gibt es auch nochmal Skillpunkte, oder wie verstehe ich das? Die geben mir dann immer mehr Geld, je besser, dass man es kocht, das weiß ich. Zusammenfassung, kriege ich wahrscheinlich einen Scheiß, tägliche Ausgaben aber 0, das muss einen Boost bringen. 14 Gerichte, automatische Einnahmen 0. 3 Sterne, Kunden 12, 11, 10, 9. Das weiß ich noch nicht, was das so ganz bedeutet, aber gut. Haben wir wieder 5.800 auf dem Konto, da schauen wir mir richtig picobellas. Unter dem Servierkasten hockt da alles drin. Ja, ich glaube, wurscht es nicht, heute müsst ihr es kühlen, morgen kannst du es gleich servieren. Ich glaube, dass das qualitätsmäßig keinen Unterschied macht. Ob du das in der Mikro aufwärmst oder nicht. Aber ich... Ah, der dreckert die Teller, ja gut. Machen wir es gleich so. Steht auch noch nebeneinander. Sehr gut. Oh. Erstmal anwaschen. Dann bauen wir wieder unsere Speisekarten zusammen. Dann schauen wir mal, ob wir da ein bisschen einskillen können in den Scheiß da, dass irgendwas besser geht. Jetzt machen wir aber Achievements. Selbstbedienung. Servieren Sie 50 Gerichte für Ihre Kunden. Claim. Was kriege ich dann? Complete. Drücke Tab, um dein Inventar im Online-Shop zu überprüfen. Inventar. Ach, das sind so... Für 2000 haben sie dir ins Hirn eingeschissen, du Vollidiot. Speisekarte. Wir machen denselben Scheiß wieder. Wir haben nur zum XP-Grinden da, aber ob wir mir Level 10 noch schaffen, das bezweifle ich schwer. Aber ist ja wurscht. So, Tomatensuppe. Gibst du mir Tomatensuppe? Wo ist die Suppenschüssel? So, die nehmen wir mit direkt aus dem Kochtopf. Ist die noch warm, bitte? Nein, nicht. So, einschalten. Und die Pommes. Oh. Oh, jetzt haben wir es kaputt gemacht. Ich hab Pommes kaputt gemacht. So, wieder rein damit. Und einschalten. So, ist wieder heiß. So, genau 0,2. Komm. Komm. Na. Ja, gut, das ist auch in Ordnung. So. Zugemacht. Ah, Petersee. Petersee darf man natürlich nicht vergessen, das ist klar. So, erst einmal Tomatensuppen. Tomatensuppen servieren. Ah! Ah! Wenn das kein Like nicht wert ist, weiß ich es auch nicht. Aufgewärmte Tomatensuppen von vorgestern in der Mikrowelle, 3 mit 100%, 3 Sterne. Bitch! So, schnell Pommes noch eintüdeln. Pommes frites. Und dann müssen wir noch Kickerlachsen machen, da kochen wir gleich wieder vor. Pommes frites. Ah! Zutaten. Ich weiß nicht, was mit den Zutaten wieder feiert, aber keine Ahnung. Das ist wieder... Ah! Mann, übrigens jetzt! Hast du schon auf den Like-Button gedrückt? Wegen dir verkoche Pommes. Ja? Warum hat da noch keiner drauf gedrückt? Verstehe nicht. Nein, das verstehe nicht. So, Kickerlachsen. Tust du mal... Ja, dann machen wir wieder... Ja, es ist recht unkomfortabel. 3 zum Kochen. Gleichzeitig. Darum machen wir bloß 2. Die hat er gleich gemacht. Du, die hat er gleich gemacht. Brauchen wir Tomatal. Ein Tomatal. Oder 2 Tomatal. Jawohl. Und dann nehmen wir das Salz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schauen wir mal. So, jetzt dann brauchen wir Chili-Pfeffer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Dann brauchen wir einen Grill. Achtung, Grillhorzen. Hopp, 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 hopp. Eine mit dem Schund. Oh nein, das wollen wir nicht. Kohlesack, Anzündholz. Ja. Ist jetzt so. Ja, 10 Dollar in Schund. Braucht der Zeit, bis der brennt.
So. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir schon mal den Teller raus. Nehmen wir den China-Teller. Heute kriegt leider mal den China-Teller. So, müssen wir da schon was umdrehen? Nö, die haben wir Tomaten noch dazu. Auf damit. Auf damit. Drehen. Oh, ist jetzt Tomaten hin. Wo ist denn Tomaten hingefallen? Ja, da ist er eingefallen. Hoppala. Kriegen wir schon! Muss kommen! Schauen wir mal aus. Tomatal braucht noch ein bisschen. Aber die brennen dann schon, wenn wir. Oh ja, da schon. Ja. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauchen Tomaten noch kurz. Passt dem schon. Und Tomatal dazu. Und das. Oh nein, das bringen wir noch nicht, weil die anderen Tomaten sonst verbrennen. Ja, so, nehmen wir das. Und los. So, zack. Jetzt gib mir Bewertung! Ja! Haarscharf! Aber gut. Jetzt schau her, du. So! Und schon können wir aufmachen. Los geht's! Friends of the Sun. Kann man eigentlich gleich nur mit Gigalachsen machen. Was möchtest du? Pommes frites? Ja, dann heißt der Pommes frites. Ich tue gleich noch mal ein paar Gigalachsen raus, damit ihm da nichts passiert. Oh, wir haben keine Gigalachsen mehr. Oh ja, hilft's nicht. Und schon wieder Level Up. Batches. Ich salz noch ein wenig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ein wenig mit Chili Pepper. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann komme ich zum Eiweizen. Wie schauen wir da aus? Jetzt haben wir die noch mal schnell ein. Klar, so. Schauen wir gut, wie schaut's aus? Ja, noch nicht zum Mund rein. Ist noch nicht zum Mund rein. Dann machen wir es so. Kann ich irgendwo noch ankassieren? Ja. Umdrehen. Ja, absolutes Pro-Gaming ist das! Komm ich gleich nochmal mit dem Ding. Ankassieren. Teller. Ankassieren. Schau hier. Was haben wir da? Oh shit, wir machen Teller. Teller, schnell. Teller. Ja, schaut gut aus. Ab in den Kühlschrank damit. So, zugemacht, angewaschen. Wir haben keine Teller in die Regale, das muss schneller gehen. Wo ist denn der Skill für Teller waschen? Das ist einmal ein Tupferl schneller geht, das ist ein Wahnsinn. So, nehmen wir die dabei einmal. Kriegen wir schon. Schau dir das an. Das ist eine absolute Akkordarbeit. Los! Irgendein Essen ist aus. Ich hab's genau gehört. Achtung, Teller eingeschissen. Ja, Teller haben wir wieder genug. Was für Essen ist bitte aus? Die Tomatensuppen schon wieder. Haben wir noch einen Teller? Nein, haben wir nicht. Noch ist noch was aus. Okay. Teller, was ist noch aus? Kikerlachsen. Frisch erst gemacht. Du, Hanni frisch ist der gemacht. Den haben wir da rein. Aufgewärmt den Schund. Kochtopf. Aufgewärmt den Schund. Abkassieren. Ja, lasst es gleich noch liegen. Das hole ich am Schluss dann. Bist du fertig? Ja, Tatsache. Jetzt ist die Frage, kommen da noch genug Leute zum Gickerl essen? Oder ist es wieder umsonst? Schau dir das an, bitte! Da schau ich, der Gickerl schaut schon so grantig. Schaut's da aus? Ankassieren? Ja, dann nehmen wir so mit. Ankassiert. Ich glaube, das andere Gericht brauche ich nicht mehr. Wo ich jetzt den Teller wieder liegen lassen. Das andere Gericht, glaube ich, brauche ich nicht mehr machen. Mal Pommessuppen. Ich glaube, dass in dem Spiel geht das leider nicht so schön wie im Cooking Simulator. Den kann man eigentlich nach so langer Zeit auch mal wieder spielen. Vielleicht hat der irgendwie ein Upgrade gekriegt oder so. Das hat jetzt wieder fett rentiert, dass ich euch die scheiß Kickerlachs da hingelegt habe. Ihr Arschfotzen! Lauf der Grill noch! Kochen wir noch ein. Haben wir noch ein. Weiß ich nicht. Haben wir noch Kickerlachsen irgendwo? Kartoffeln, nix Kickerlachsen. Einmal Kickerlachsen haben wir noch. Du, ganz ehrlich, das rentiert sich hinten und vorne nie. Oh, da ist scheiß Tomatensuppen. Geht auch wieder einer. Ja. Ich kick da die ganze Zeit schon ein Müllbeil durch die Gegend. Da ist noch irgendwo ein Teller im Eck hinten, was da immer der da tut. Das weiß ich nicht. Oh, das schaut doch richtig stabil aus. Was haben wir jetzt denn? Machen der mal ein Gericht zusätzlich dazu.
Irgendein Nice. Die haben irgendein Nice dazu. Das ist ein guter. Das ist ein guter Tag gewesen. So, Tag gewesen. Schau dir das an. Dann haben wir nämlich auch mehr Kundschaft, mehr XP. Weil das kriegen wir jetzt schon einigermaßen hin. Freilich ist schon 5 vor halb 10. Ist ja klar. Du, da haben wir keine Zeit. Los, wer donatet denn da eigentlich halb einer? Ich hab keine Zeit nicht. Ich bin ein bisschen über Zeit. Wir haben keine Zeit. Schau mal, dass beim Blackjack was gewinnst, dann gibt's neue Teller und einen Kühlschrank. Für die gute Mikrotomatensuppen. Kuss auf die Nuss, LP Dragon, Mr. Geilbuffet. Nicht daheim und noch mal, sollst am besten ab jetzt vor jedem Stream vorher einblenden. Ja, bis ich das erste Mal lese, dass irgendjemand so einen Scheiß daheim nachmacht, ja. So, Rezept freischalten. Was haben wir denn da? Ein Kickerltepf, da ist ein Paprika, grün und rot drauf und Pommes. Aber was ist denn das wieder für ein Geschiss, oder? Ja gut, Aufwärtsspeise, was darf man sonst? Darf man sonst? So, Kickerlachsen nehmen. Wir haben ja bloß... Jetzt warte mal, da brauchen wir ja eine zweite... Wie nennt man das Ding da? So ein Ding da halt. Was ist das? Einrichtung. Was ist das? Kleiner moderner Getränkekühlschrank. Moderner Getränkekühlschrank mit einem Fach. Er verbraucht Strom. Was kann man da rein da? Was ist das? Holen Sie da dann gleich Getränke? Was kann man da reinstellen? Was ist das? Ist das extra Kohle, extra XP? Fürs nicht recht viel da, außer da Scheiß kaufen und einstellen? Getränke wo? Ich sehe hier keine Getränke. Oder muss ich da... Ich kaufe nicht einfach, der kostet bloß 250, wenn man mehr so viel Geld gemacht. So, warte mal. Den kaufe ich jetzt einmal schnell. Was kann das Ding? Achtung, was kann das Ding? Moderne... Er verbraucht Strom. Nehmen wir so. Oh. Ach, dann einfach so. Ach, das ist einfach automatische Einnahmen sind das einfach. Ja, den stellen wir da ins Getränk. Und schauen wir, was passiert. Ja, der zahlt sich schon ab, das kriegen wir schon. So, aber wir brauchen... Was haben wir jetzt gleich wieder braucht? Ist passives Einkommen. Ah ja. Ja, gut. Kebab. Machst du so. Best Logo EU West aller. So, nein, nicht Schild. Fuck, was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr denn jetzt? Irgendwas wollt ihr. Skills. Fähigkeiten. Schnittmeister erhöht schrittweise die Schnittgeschwindigkeit, erhöht schrittweise die Anzahl ihrer Teller im Tellerschrank. Für 100, Alter, natürlich. Und Schnittmeister kaufen wir auch einmal. Rentiert sich schon. So. Was haben wir noch? Mitarbeiter. Kriegen wir erst ab 10. Ja, kann man vielleicht noch hinkriegen, wenn wir uns schnell anstellen. Bankhilfe, Rezepte. Ja, Anrichte wollte ich kaufen. Wo Anrichte? Wo? Wo ist Anrichte? Weiß ich nicht. Oberflächenschild, ich weiß nicht, wo Anrichte ist. Den serviert ich doch. Sehr gut aufpasst, Kinder. Ich habe mich wieder zu leicht ablenken lassen von irgendwelchen Belanglosigkeiten. Aber wo ist der drin? In welcher Kategorie ist diese Anrichte drin? Weiter rechts. Irgendwo. Also Pflanzen, Lampen. Ast. Inventar vielleicht? Nein, was ist das noch? Vintage-Küchenarbeitsprojekt. Die braucht kein Mensch. Stationen. Das dann kann ich anrichten. Was ist das? Tellerschrank. Da kann man auch mit noch. Kriege ich dann mehr? Für was habe ich denn dann den Skill? Warte mal. Jetzt habe ich da 12 Teller drin. Und wenn ich jetzt nur einen Tellerschrank kaufe, kriege ich dann 24 eine oder. Ja. Okay, hab schon verstanden. Scheiße, wo waren wir gleich wieder? Stationen, da waren wir. Nein, da waren wir. Anrichte.
Ja, brauchen wir. Brauchen wir. 4. Wenn wir 4 Speisen anbieten wollen, werden wir 4 Dinge brauchen. Die sind ja gar nicht so teuer. So, dann Speisekarten herrichten. Händchen aber gut. Gigerlachsen haben wir, Pommes haben wir, Tomatensuppe haben wir. Gigerlachsen haben wir, aber auch bloß noch einmal. Das heißt, wir kaufen jetzt nochmal 2 Gigerlachsen, kaufen wir eigentlich gleich ein paar. Kaufen wir von alles ein bisschen was. Und das Rezept: Fritteuse, Sonnenblumenöl, wir haben Kartoffeln, wir brauchen rote Chili, grüne Chili und Pommes. Und Hähnchenbrust, Salzen, Chili-Pfeffer, jede Seite einen Grillenteller übertragen, rote, grüne Chili, grillen und einmal Pommes drauf machen. Das ist ein teures Gericht. Aufwendiges Gericht, Freunde der Sonne. Kauft mal sei! Kaufen, kaufen, kaufen! Okay. So, rote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, Petersil können wir auch brauchen. Tut mal 5 Petersil dazu, das schaut nie. So, grüne Chili. Nehmen wir auch 10. So, Kartoffeln haben wir vielleicht noch gekauft, das weiß ich noch. Tomaten haben wir nicht mehr so fein, dann nehmen wir auch noch schnell ein Stück oder 10 mit, das passt schon. Aber brauchen wir sonst irgendwas? Ananas, Zitron, nein, nix da, das brauchen wir alles nicht, Da kommen wir, nein, müssen wir Backel noch mitnehmen. Und ab dafür! Kartoffeln hast du? Ja, ich habe auch keine gekauft. Alles gut, Kinder. So, kann ich das jetzt irgendwie aufstapeln? Wahrscheinlich nicht, gell? Das ist dumm. Das ist dumm. Dann nehmen wir da unsere fertigen Speisen rein. Und da nehmen wir das rein. Und da nehmen wir das rein. Und immer nur 2 Schachteln pro. Weil sonst kann ich nichts mehr lesen. Da haben wir Tomaten. Haben wir noch mit Tomaten. Tomaten haben wir mittlerweile ein bisschen viel. Da liegt noch ein Stückchen Fleisch. Das rennen wir ganz hinten, dass wir uns freuen, wenn wir es irgendwann wieder finden. Gigerlachsen und so weiter haben wir, Pommes haben wir. Ja, dann müssen wir eigentlich auch wieder welche machen, weil das unsere letzten Portionen sind. Was ist denn eigentlich mit dem Ding da hinten, mit der Tomatensauce? Wir sind da noch drin, 0,9, die brauchen wir keine machen. Na ja, gut. Dann brauchen wir noch, Achtung, zumal Gigerlachsen. Ja, jetzt kommt wieder das Vorkommen. Kommt nicht wieder das Vorkommen, was soll ich machen? Nein, der falsche, ich muss zum Metzger buben. Metzger, brauchen wir Fake-Gigerlachsen. Können wir uns mal einen ordentlichen Batzen mitnehmen da. Und kaufen wir mal für 1000. 15. Ja, 16, damit er gar nicht zahlen ist. So. Hergeschissen, brauchen wir sonst irgendwas von euren? Nö. Ich denke nicht. Kohlen? Was für Kohlen? Ich glaube, wir brauchen keine Kohlen, wir haben ja genügend Kohlen. Kohlen sind noch genug da, mein Jung. So, Gigerlachsen. Ja, da kannst du gleich mal rausdrehen. So, hier werden gleich mal sauber präpariert. Wir kochen. Brauchen wir 4 Gigerlachsen. Wir kochen einmal Gigerlachsen und einmal. Jetzt kochen wir jetzt mal das neue Gericht. Dann brauchen wir Kartoffeln. Tomate brauchen wir nicht. Was ist mit Tomate, du Vollidiot? Dann stellen wir einfach dann wieder das rein. So, hier Kartoffel. Ja, Kartoffel. Wie viel Gigerlachsen braucht man eigentlich für die Hähnchenbrust? Machst du mal eine Hähnchenbrust? Hähnchen. Eine bloß! Ja, das passt genau. Öl legen wir da. Und da. Und dann schneiden wir das mal her. Pommes müssen wir auch mal. Wir müssen alles machen. Das dauert. Dekaden dauert das. Da gehen wir schon ein paar mehrere Kartoffeln aus der Zahn. Jetzt passen wir auf da. 2. Hier. Müssen wir Pommes auch machen, Kinder. Pommes müssen wir auch machen. Merkt irgendjemand was vom Schneiden? Ich nicht. Ja, weiß nicht. Was ist denn jetzt? Ach, da kann man wieder nicht schneiden, weil es auf dem Ding ummachen muss. Auf dem Bredel, weil für was habe ich eine Küchenplatten? Das wisst man nicht. Er liest auch noch Brust. Hähnchenbrust kaufen. Birger, wie machst du eine Brust aus Haxen? Was? Oh. Ach du Scheiße. Hoppala! Glaubst du selber nicht, dass wenn ich das anschaue, dass du das gespannt zu besuchen? Wo ist der Gickel? Wo ist der Gickel? Der direkt daneben! Da, kann ich sehen. Irgendwas brauche ich ja. Jetzt sind wir beieinander. Schau hier. Schön platziert haben wir es auch noch schnell. So, Gickeldepf. Hingeworfen einfach.
Teufel an, die Teufel, das sagst, gibt's das? Tomaten, Knabra, Kedaya geschnitten. Tomate wo? So. Jetzt sind wir beieinander. Oh, schau, okay, jetzt sind wir beieinander. Okay. Ja. Ein Spezial-Gickel-Tipp gewinnen. Na klar. Na klar. Ah, so. Dann brauchen wir Frittesen-Sepp. Ja, das kann man natürlich nicht einschütten, wenn das Gitter drin ist, ist ja klar. Oder darf das gehen? Warte mal, jetzt nicht testen. Ja. Ah ja. Das geht, sehr gut. Machen wir so. Zack. 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 Jetzt machen wir erstmal. Pommes frites. Tellern müssen wir kaufen. Tellern müssen wir kaufen, Kinder. Hat nicht wieder gegeben im Supermarkt hinten, glaube ich. Gell? Nehmen wir mal ein Stücker 5 mit. Stücker 5, warmen. Komm, abfahren, hier runde, flacher Teller. Ja, kaufst du am 10, weil es wurscht ist, haben wir es auch. Habe die Ehre, aber was ist denn da schon wieder? Ich bin um Tür gelaufen, Entschuldigung. Oh, steht da was gleich ganz schön. So. Teller. Da war einer. In unsere Pommes-Teller. Machen wir erst Pommes. Erst die Pommes, die haben schon easy, dann ist gleich mein Haufen gemacht. Dann ist gleich mein Haufen gemacht. Okay, ja. Schalten wir die Pommes ein. Ja, mit der wir da schon mal aufplatschen. Sauberen Platschare aufplatschare. Easy. Oh, Mayo aus. Ketchup dazu dümpft. Ah. Schau hier. Wie schaut's da drin aus? Frittierkorb? Ja, das wird schon. So, das ist das eine Pommes. Oh, Scheiße, ich brauche zweimal Pommes. Das haben wir wieder verkackt. Na egal. Schneide nur Kartoffeln ein, das hilft dir nicht. So, außer damit! Hergestellt. Ja, da mag es aber ganz gern stehen, das habe ich schon rausgefunden. 1, 2, 3, 4, 5. Fritteuse aus. Wir bringen es zur Bewertung. Oh shit. Pommes! Weiß nicht, was da die Zutaten überfeit. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich ist es Ketchup warm oder irgend so ein Scheiß. So, den Rest, der haben wir in den Kühlschrank rein. Da, 1, 2, 3, 4. So! Öttere Gickeldepf. Macht der Kohlesack. Rein mit dem Schund. Anzündholz. Jawohl, nix jetzt da. Was ist da damit? Das nehmen wir wieder da rein. Dann brauchen wir noch eine Kartoffel. Haben wir noch eine Kartoffel? Bitte, danke. So, dann müssen wir schneiden. Jetzt machen wir 2 mit Gickeldepf. Da wird 2 mit denen gegangen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Mit dem Tomatel müssen wir auch noch herschneiden. Das lässt sich natürlich nicht herschneiden, weil es 1 Millimeter neben dem Bredel liegt. Du kannst mir mal am Arsch. Hopp. So, wer donatet denn da eigentlich umeinander über wie ein Narischer? Ich weiß überhaupt keinen Stecker nicht, aber ich sonst keinen Meter nicht vorkommen. Brauchst du nicht Händchen, Titten statt Axt? Ja. Grüße miteinander, Zeit vergeht. Sportbierchen einzahlen. Vor der Beutlin, Kuss auf die Nuss, mehr als von der Rüsse. Bavarian Dream Show. Schau mir das beim Black Knight, das habe ich noch gesehen. LP, ich hoffe, dass ich auch nicht übersehen habe. Kuss auf die Nuss. So, Tellern. Gibt's die schönen Tellern? Ja, freilich. Gibt's auch mit die schönen Tellern. Die schönen vierkantigen Teller, bitte. So, Würzen mit Salz. Gickel da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, Gickel Haxen, der Mager dazu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, gesalzen. Warum wir die Pommes nicht salzen müssen, das weiß der heilige Hirgeist, weiß das. Die legen wir schon mit rein. So. Eins nach dem anderen. Was brauchen wir da noch? Auf den Teller übertragen. Rote Chili, grüne Chili. Oh, wir brauchen ja Chilis. Warten die Chilis? Habe ich Chili gekauft? Tatsächlich. Brauche ich 2. Die müssen wir aber nicht schneiden. Nicht schneiden. Ja, die müssen wir nicht schneiden. Sagen wir mal. Und dann grün. So, grüne Chili, rote Chili. Und dann platzieren wir das schön. Oh ja. Und da ja. Und ein Chili.
Und 2 Chili. Und 3 Chili. Und 4 Chili. So, brauchen wir sonst noch was? Ich lese vor. Schneide Kartoffelscheiben zum Frittierkorb hinzufügen, frittieren in eine Fritteuse. Auf Teller übertragen, rote Chili, grüne Chili, Pommes, Frites heiß servieren. Pommes Frites. Auf Teller übertragen, Hähnchenbrust mit Salz und Chili-Pfeffer. Jawohl, grillen, rot, Kaki-Burst, Chili. Passt schon. Anzünden. Kriegen. Oh, Pommes frites müssen wir einschalten. So, hier. So. Alles gleichzeitig. Ah, das kriegen wir wieder. Schau dir das an. Schau dir das an. Easy. Wenn denn nicht vergessen. Warum wird denn die Chili schon wieder nicht warm da? Klang ist schon wieder das. Millimeter. Oh, wenden. Wenden. Hat das schon. Ah, möchte ich offen. So, jetzt schauen wir nochmal schnell in den Speisegarten, wie das Ding. Oh. Ausschalten. Moment. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Das ist auf der anderen Seite gar nicht durch! Na, dann bringen wir das hin. Dann bringen wir das zur Bewertung. Schau mal. Händchen Brust. Ah! Fehlende Zutat. Was für fehlende Zutat, du Fotze? Das ist gelungen! Hab ich den Chili-Pfeffer vergessen. Hab ich wirklich vergessen? Oh fuck, ich hab wirklich vergessen. Ja, das ist klar. Du mit 3,5 bin ich zufrieden. Oh Gott, der Kickerl-Sepp verbrennt. Bin doch nicht zufrieden. Da eine in den Kugel, so. Jetzt müssen wir den nochmal. So, jetzt Chili-Pfeffer. Wo ist der Chili-Pfeffer generell? Da ist er. Deswegen hab ich ihn vergessen. Schau, weil er da wieder irgendwo drin hängt. 2, 3. Dafür machen wir Kickerl-Haxen besser. Ja, wer Kickerl-Depp frisst, der ist sowieso ahnungslos. Ah, geht nichts über saubere Chicken Wings. Haben keine Chicken Wings, weiß ich schon, aber ist scheißegal. So. Wir kochen immer bloß eine. Alles andere ist äußerst unkomfortabel. Sag ich dir, was ist. Dabei holen wir einen schönen Teller. Jawohl, holen wir uns noch einen zweiten. Jawohl. Schau hin. Schau her. Nasenbär. Umdrehen. Umdrehen. Perfection. Ah? Perfection. Und die machen wir dann gleich hinten rein. Gleich Ruhe. So, wir schauen mal, was wir da. Oh ja, da haben wir den ersten. 1, 2. Und die Tomate. Perfekt gegart. Los geht's. Na, nicht. Nicht. Wirfen weg. Na, nicht. Das wird wieder kalt. Ach. Ich serviere! Da! Nur weil ich kurz warten hab müssen! Sehr fix! Das Ding da einer. Noch schnell zusammengerannt. Was? Nimm halt jetzt den abgefuckten Scheißteller, du Trottel! So, zudroschen. Grillen wir den noch schnell. Grillen wir den noch schnell. Grillen wir den noch schnell. Dann holen wir Tomatensuppen aus dem Teller, aus dem Kühlschrank raus. Die holst du mir ein. Du hast einen Suppenteller her. Und du hast ein Stück Petersilie her. So, legen wir direkt daneben her. So, schau dir das so. Jetzt haben wir aber wieder mittendrin, du. Umdrehen. Hätten wir es wieder beinahe übersehen, du. Hätten wir es wieder beinahe übersehen. Wie schaut's da drin aus? Da schaut's ganz gut aus. Da machen wir wieder zu. Jetzt machen wir wieder ein bisschen auf. Bisschen. Oh, ein bisschen halt, weißt du, eh? Ah. Kickerlaxo Tomato. Rein in den Kühlschrank. Kickerlaxo Tomatos. So, das schaut doch gut aus. Noch mehr eingeschaltet. Er muss schon sauber. Muss ihn erhitzen. Ne? Gib ihm. So, und dann rein in den Topf. Das ist ein bisschen unkampert da. Ah. 15. Und schon haben wir wieder daneben geredet. Ja gut, hilft nicht. Gut, portionieren wird, hoppla, das ist mir nur eine Werfer. So, gut portionieren will gelernt sein. So, und dann haben wir eigentlich auch wieder alles genügend vorbereitet. Alles tippitoppi! Was möchten Sie bitte? Ketchup Mayo ist da noch drin, 120 Gramm, genügend. Den können wir ausschalten. 2 Kickerlachsen, 1 Hähnchenbrust, ganz viel Pommes. Wir könnten eigentlich noch mal dabei Kickerlachsen herrichten.
oder Gickerl-Dipf herrichten. Haben wir noch Gickerl-Dipf? Haben das Gickerl-Dipf? Das ist ein Gickerl-Achsen. Oder Gickerl-Dipf, die nehmen wir schon mal her. So. Ein Stücker 2. Ein Stücker, das können wir eigentlich daneben werfen. Ich brauche das Brittel zum Schneiden, Kruzifix. Das. Und den Rest holen wir uns, wenn die Leute da sind. Das machen wir parallel. Da muss alles parallel passieren. Das hilft uns alles nichts. 1. 2. Grüne Chili. Hoppla. Grüne Chili. So, wie ihr seid jetzt zufrieden? Ja, ich hab noch keinen Nosch. Warte mal, kann man eigentlich mehr anspannen noch schnell? Kann man noch schnell anspannen? Restaurant Level Up, schau. Okay. Ich bitte dich. Es wird eine knappe Geschichte, ob wir mir einen Mitarbeiter noch sehen werden. Aber ich probier's. Ich gebe mein Bestes. Er war stets bemüht. So, salzen. 1, 2, 3. Ich höre nur aus dem Restaurant inneren, das ist gut für uns. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt schneiden wir das her, dann kassieren wir einmal Runden ab. So. Ja. Schön, sehr schön. Dann haben wir noch einen Teller raus. Und dann haben wir noch einen Teller raus. Dann nehmen wir das Ding. Hochkassieren. Schau, dass du lang gewinnst. Hochkassieren. Oh, die haben Getränke schon. Kleine Cola. So ist recht. Nimm ich mit. Wie schaut's da aus? Nimm mit. Ich muss erst anräumen. So wie ich das da sehe. Ja. Hochkassieren. Teller rein, ankassiert. So, du kriegst auch deine Gickel, die müssen wir anspähen. Und anspähen. Anspähen, gib ihm. Rein in die Olga, rein! Aus dem Handgelenk den Schwamm schütteln. Schüttel den Schwamm. Schüttel deinen Schwamm weg. Bang. Schüttel deinen Schwamm weg. Keine Teller mehr in den Regalen. Ich arbeite doch ich arbeite dran. So, ja. Ich hab schon gehört. Da, irgendwas feit. Oh mein Gott, der Feind, alles aus der Tomatensuppe. Ich arbeite dran. Das nicht. Rentiert sich das noch? Ich glaube nicht, dass sie das noch rentiert. Das ist wieder zum Wegschmeißen. Ich behalte mal lieber für morgen. Scheiß auf die paar Kundschaften. Sag ich jetzt freiweg, was ist. Da habe ich 100 Mal mehr davon. Schieb dir deine Hähnchenbrust in den Arsch, du Fotze, friss gefälligst da verdammte Tomatensuppen. Wenn ich mir deine Frisur schaue, ist das eh die lieber eigentlich. So, jetzt schau her. Was? Quietsch sauber, reinigen Sie 100 Teller. Ja, Bruder. Muss mich einstellen. Haben wir schon Level 9. So wie ich das sehe, einen Tag noch. Und da brauchen wir jetzt am nächsten Tag nicht recht viel herrichten. Dass der Arsch schreit. So, Bett ruft, der Wecker geht wieder um 4 Uhr. Ich wünsche dir nur eine gute Nacht. Ich wünsche dir auch. 4 Uhr aufstehen ist wirklich das Letzte. Das ist wirklich das Letzte. Oh, schneller. Komm, hopp. Wir sind hier nicht zur Gaudi da. So, Kundschaft haben wir keine mehr, aber wir haben unsere Gickerl-Dipf da hergekriegt, gell? 1, 2. Pommes frites. Die riecht man noch schnell für morgen her. Chili Schoten grün. Chili Schoten grün. Umdrehen. Ah, schau, das läuft wie am Schnirl. Oh, die Fritteuse. Die haben wir noch schnell im Kühlschrank. Was ist denn das da drin? Aha. Da klirrt im Kühlschrank noch was. Eine Hähnchenbrust. Zweite Hähnchenbrust. Soll das da zerrissen? Das weiß ich nicht. Warum werden die Pommes nicht warm? Jetzt werden warm. Na, der Grill ist ausgegangen! Ja gut, dann auch nicht. Chili ist nicht ganz fertig. Du, das hilft nicht. Die Grill jetzt nicht fertig. Das rentiert sich nicht. Das rentiert sich eben nicht. So, jetzt warten wir noch schnell auf die Pommes frites. Im guten alten Fett vom ganzen Tag drin. Stellen wir noch schnell in den Kühlschrank, Tag beenden, morgen werden wir 10 und dann möchte ich sehen, was der Mitarbeiter kann. Und dann haben wir es durchgespielt. Habe ich das Gefühl. Ja, ich finde, der Prozess des Kochens und des Nachschublieferns ist zu stressig. Das riecht. Ansonsten ist es richtig gut und viel weiter als die ganzen anderen Simulator-Dinger.
Nein, das tun wir natürlich nicht. Was bin ich für Depp? Und jetzt warte mal, das kriege ich wahrscheinlich da noch hinten. Ja, schön hinter ist eingestapelt. Unser ganz fertiges Essen ist da drin. Und dann haben wir mir zusammengerannt. Ein wenig putzen. Oh, muss ich meinen Getränkeautomaten selber auffüllen? Muss ich da irgendwas machen mit dem? Nein. Die gehen da einfach hier und haben dann auf einmal Getränke drin stehen. Das sehen wir jetzt wahrscheinlich gleich, wenn man. Wir haben noch. Ja, gut. Ein paar Tomatensuppe sind noch übrig geblieben. Was haben wir da? Speisekarte, Open, Ruhmespunkte, einen ganzen Fast. Na ja, wird schon passen. Tag beenden! Jetzt bin ich gespannt, was das Passiveinkommen bringt. Ja, das Tomatensuppe haben sie nicht genommen. Das hat 100 von 100 gehabt. Tommy! Ich verreck, sogar meine Freundin schaut dazu. Sobald es ums Kochen geht, gell? Ich weiß nicht, ob du der Tommy bist. Es gibt einen Tommy, der versteht, wenn ich sage Just Mercy. Wenn du nicht weißt, von was ich rede, ignoriere es einfach. Ignoriere es einfach. Warum verbrennt da Essen im Kühlschrank? Sebian, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. So, ich bin jetzt gespannt, was wir kriegen. Automatische Einnahmen vor allem. Das wird mir wieder nicht anständig gezeigt da. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was der Geldautomat bringt. Da war eine besser wirtschaftliche Auswertung, war schon ganz geil. Dass ich da halt richtig sehe, wie viel habe ich von dem Essen verkauft, wie viel von dem, wie viel Geld habe ich abkassiert, wie viel Teller habe ich abgewaschen, was habe ich gekauft für 800 und. Wäre geil, aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Und das irritiert mich auch jetzt, wenn da steht plus minus 2430. Wieder typisch Bürger, wenn wir 10 Level dann und einen Mitarbeiter haben, haben wir es durchgespielt und das Spiel geht bis über Level 5. Ja, aber dann habe ich alle Gameplay Mechanics gesehen. So. Dann kann ich mir das restliche Spiel dingen. Und bis jetzt hat es nur der Supermarket Simulator geschafft, dass er mich weiter anhaut, weiter zum Spielen. Ah ja, brauchen wir eigentlich nicht recht viel mehr, da, gell? Jetzt pass auf, Speisekarte erstellen. Hähnchen Brust. Gickerlachs. Und eine Tomatensuppe. Und mit was fangen wir an? Ich würde vorschlagen, mit den frisch gekochten von denen. Ah, die müssen wir zuerst noch weiter. Entschuldigung, Mikrowelle. Und Tomatensuppen stellen wir mir raus. Ja, super. Stückel Petersil. Haben wir einen Petersil. Da haben wir einen Petersil. Den können wir. Ja, wirfst du irgendwo hier, was weiß ich nicht. Kommen wir so. Legen wir daneben her. Schauen wir aus. Der schreit mir dann schon. So. Ja, das war wieder ein ganzer Batzen 2. Ja, klar. So. Tomatensuppe. Ja, die hat immer 100, Alter. Aber Tomatensuppen, absolute Pro sind wir da. Da müssen wir da noch mehr einschalten. Die haben ja, jetzt haben wir beieinander. So. Die werden nicht so gut. So, oh. Da haben wir doch einfach die verdammten. Ja, rote Chili, grüne Chili haben wir einfach nicht gescheit gekocht. Das ist ja einfach. Kann man die Sachen einfach auf die Mikrowelle drauflegen? Ohne dass man es vorher grillt? Dass ich die nicht da im Ofen und in der Fritteuse machen muss, sondern ich stelle es einfach da in die Mikrowelle und sage, ja, wird ihm schon passen. So, Pommes frites, stellen wir gleich daneben. Dann haben wir daneben gepflanzt. Und dann haben wir schon wieder fertig und können aufsperren. Easy going. Hopp, hopp. Ja, nein, das wollte ich nicht. So, los. Sprinten Sie, bitte sprinten Sie. Gickerlachsen. Da! An alle tipptopp. Solange es grün ist, alles unter über 80%, das klang überall. So. Geht uns irgendwas aus? Ja, Kickerlachsen gehen schon wieder aus. Tomatensuppe haben wir noch. Tomatensuppe. So, ja. Schaut, dass man den nicht auch schon in den Teller rein kann, weil das dauert ein bisschen lang. Just Mercy ist da Tommy, das stimmt auch wieder, hast recht. Tommy, egal, denen nichts, mehr Leute, die Tommy heißen, fragen sie manchmal Dinge. Auch manchmal Leute, die nicht Tommy heißen. Ah, tippitoppi Pommes! Was möchten Sie? Jetzt spülen wir dann in einer gestungenen Teller ab da. So. Einen ins Schrankel und aufgesperrt den Trotteln. So, jetzt können wir einer genüsslich zuschauen. Den dreckerten Hoden, den stellen wir gleich mal schon wieder in weiser Voraussicht daher zum Eisamen. Sei froh, dass du nicht außerfressen musst, du Rind. Ja?
Ah, der Gickerlachs, der ist aber nicht gescheit durch. Der ist aber nicht gescheit durch. Ladenbesitzer, öffnen Sie Ihr Restaurant für 10 Tage. Ja, easy, oder? Gott für schmutzige Teller. Ah, da freust dich, ja, wenn du 4 Zentimeter neben der Trinkletten fressen musst. Das ist schön, das ist schön. Sprite, gute Wahl. Na gut, das kann da ein Bier sein. Nein, das ist Sprite. Kann aber ein Radler sein. Du asozialer Huhn. Schön einkassieren. Schau mal aus, abkassieren. Ah, nächste müsste jetzt du sein. Haben wir gegessen, ja? Ja. Wieso los hast du die 10.000 gereiht? Du bist auch fertig. Abkassiert, sammeln wir mal Teller rein, damit die nicht ausgingen. So. Was für Essen geht denn langsam aus? Pommes! Pommes frites! Achtung, Pommes in den Ofen! Brauchen wir nur noch einschalten. Ankassiert. Schau dir das an. Haben wir gleich Level 10 und dann möchte ich einen Mitarbeiter haben, das sagt er. So, ankassieren. Braves Böbele. Ich muss ein paar Teller anspeien, haben wir bloß noch 4. Habe ich nicht letztes Mal irgendwo ein Skilltree gesehen, wo man Teller schneller abwaschen kann? Da ich mir sofort kaufen. Achtung, es ist was ausgegangen. Garantiert Pommes, schalten wir schon mal ein. Absolut. Oh, jetzt ist noch was ausgegangen. Na gut. Wir haben der Zeit haben wir leicht voraus. Leicht. Nicht fair, aber leicht. Im Hintergrund hier Leute fressen wie Schweine. Das geht. Jawohl. Nächster Tag Mitarbeiter. Mag ich sehen, was da los ist. Was ist da wieder alles los? Was ist denn da alles ausgegangen? Das tue ich jetzt nicht mehr. Wie keiner hat die Hähnchenbrust gefressen von euch Fotzen? Könnt ihr euch sofort allesamt wieder verpissen. Das ist aber ein Witz. Ich hab mir echt Mühe gegeben, Mann. Ich kassiere die koche jetzt nicht noch mit rein. Hast du einen Vollschlag oder was? Ich glaub, dass du ein wenig ein Vögelchen hast, mein Freund. Ich brauche jetzt einen Tellerwäscher, weil ich die Scheiße dann nicht mehr da will. Na los. Anwaschen. Eine Uhrzeit anstatt dieser komische Zeiger da oben war halt toll. Weil sie so weiß, so, hey. Kohle in den Grille. Wir brauchen keine Kohle in den Grille, Herr Maler. So, jetzt hat ihr herkommen und möchtet Kickerlachsen und Tomatensuppen. Kommt jetzt da noch ein Beiner, der was will, oder was? Ihr kriegt nichts mehr, verpisst euch! Wir haben nichts mehr, weil ihr wegen einem von euch Trottel da lang umeinander pimmelt. Schau, dass du jetzt lang gewinnst. Zugesperrt wird jetzt. Da. Closed. Checkst das. Da, Kickerlbrust. Entschuldigung, Depp. Da, da schaut auch gar nicht Kickerl. Da, Kickerl-Depp, da, Kickerl-Depp. Du Quamper, du. Schau, dass du lang gewinnst. Tomatensuppe ist auch aus. Hau ab. Hau ab! Level 10, ich muss jetzt einen Mitarbeiter kaufen, der meine Scheißarbeit macht. Los! Kann man da einfach... Kann man einfach einen Tag beenden, einfach so? Easy. Und so kannst... Jetzt war nur jemand gekommen zumindest, oder ist das schon der nächste Tag? Rezept freigeschaltet! Haben wir da? Ein Urfa-Kebab! Na, das da! Tomatenkebab! Bruder! Ein sicheres machen wir noch. Und ein Mitarbeiter stellen wir ein. Perfekt. Ist zwar schon 10 Jahre, ist mir scheißegal! Oh nein, nein, nicht du. Nein, nicht du. Der Inspektor, mein Gott, was ist das für ein Gestank? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie mich in Ihr Restaurant kümmern sollen, dafür muss ich Ihnen eine Strafe aufrufen. Was für Gestank, du dämlicher Hurensohn! Da liegt der, ich hab was soll der Scheiß? Sie müssen Ihr Restaurant sauber und frei von verdorbenen Lebensmitteln halten. Denken Sie daran, dass Ihre Bußgelder exponentiell steigen werden, wenn Sie so weitermachen. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal besser aufpassen. Ich weiß, wenn es der dämliche Fresse hältst, du Mongo, was war? Sag mal dann wenigstens, was feit? Weil der Dreck der Teller drin liegt, oder was? Das ist ein Vollschlag, du Affentyp! Was? Ich glaub, dass mit dir mal kann. Kennst du das? Du kannst du mir mit dem Arsch lecken. So, Mitarbeiter kaufen. Mitarbeiter. Name, Arnold, 250 täglich. Wash Dishes und ein Waiter. Sehr gut. Arnold, was kostet du? 250 am Tag, das ist ein Essenverkauf oder maximal 2 einstellen. Waiter,
Wash dishes, cleaning. Ja, easy, du machst einfach alles, das ist ja klar. Was tut der Waiter? Der wird in dem Fall nur die Teller holen und zum Abdrücken bringen, nehme ich an. Jetzt schon bei. Da ist er! Du bist ein Guter. Schau dich an. Du bist ein Guter. Sehr gut. Mir, der mir jetzt aber noch ein neues Gericht. Jetzt machen wir finally einmal ein scheiß Kebab. How about that? Tomatenkebab, wo? Tomato Kebab, wo? Tomato Kebab, wo? Ja, und ansonsten haben wir einen Haufen Scheißdreck haben wir da herin. Was haben wir noch am meisten? Wir nehmen die Hähnchenbrust nehmen. Wir nehmen die Pommes frites. Wir nehmen, wie viel Tomatensuppen haben wir noch? 35, da haben wir nicht mehr einen Teufel, gell? Gigalachs haben wir auch nicht mehr einen Teufel. Ja, nimm Tomatensuppen, die ist einfach jetzt, und da schütten wir ein wenig was. Schütten wir ein wenig ein, muss man mit 20% gewinnen. Hilft nicht. So, Pommes frites. Ja! Yay! Was der mir jetzt damit? Muss ich das jetzt. Nur die Pommes kaputt, aber das Ketchup ist noch gut. Warte mal. Ketchup noch gut? Ja, ich glaube schon. Kann man das runterputzen oder wie läuft der aus? Ach. Was das dämliche Kontrolleur-Arschloch kommt einmal an dem Tag, wo ich Pommes in der Mikro vergieß. Huren. Huren! Wir kriegen jetzt da Pommes auf, ey. Wir kriegen die da oben, besser gesagt. Tu mal, ich wirf einfach zusammen den Teller weg. Ah, das geht schon, ja, das geht. Sehr gut. Den wir wieder, ist der schon sauber? Ist der sauber? Nein, ist er nicht. So, da ist alles voll. Okay. So, mein Freund, Pommes, heiß mal. Tomato super, heiß mal. Teller rein. So. Teller rein, Teller raus. Schau mal aus. Brauchen wir das erste Mal einen Spieß. Haben wir da Pommes zum Servierwagen, bitte. Pommes frites. Ja, Picobello. Picobello, Tomatensuppe ist heiß. Kriegen wir es vielleicht diesmal hin, dass wir... Ist sie noch? Ja. Oh, perfekte Menge. Perfekte Menge. Oder die scheiß Tomatensuppe, die kannst du kochst einen Topf, dann... Ich halte dafür Wochen. Na, nicht da rein, was bist du für ein Depp? Da rein, der möchte jetzt 100 von 100! Ja, aber sowas von! Best Tomatensuppe, Meo West. Die nehmen wir runter. Teilen wir wieder da hinten rein. Was haben wir dann? Gickeldipf. Jawohl. Und so, wir schauen mal langsam mal, was brauchen wir? Schneiden Ribeye. Fleisch mit Fleischwolf zerkleinern. Wir brauchen einen Fleischwolf? Jetzt warte mal. Online-Shop-Stationen. Ist das der Fleischwolf? Nein, wo ist der Fleischwolf? Gib mir Fleischwolf. Wo? Ist fertig. Muss ich bringen zur Servierung. Machst du Servierung? Ja, easy. Wir haben dermaßen unterwegs, dass du sagst, gibt's nicht. So, ich habe da einen Ribeye-Steak drin liegen. Online-Job. Stationen. Ich brauche einen Fleischwolf. Wo gibt's denn? Ist dieser Fleischwolf? Nein, das ist ein Fleischspieß. Drehspieß. Fleischwolf wo? Fleischwolf wo? Was ist denn das? Das ist ja ein Mixer, beziehungsweise ein Quirl. Das ist ein Fleischwolf da. Ja, muss ich da erst gegen den Mexikaner-Deppen kommen, oder was ist mit ihm? Dann probieren wir das halt, was weiß ich. Invite.
unterwegs. Und der schaltet mir dann die Dönermaschine, den Fleischwolf und die Knetmaschine frei. Das heißt, ich kann den Spieß noch gar nicht mal. Dann werden wir es irgendwann nochmal spenden müssen. Das hilft nicht. Dann müssen wir das leider Gottes wieder von der Speisekarte herunternehmen. Wie kann man das wieder herunternehmen? Niemals. Wahrscheinlich gar nicht so. Und dafür servieren wir noch einmal unsere Gickerl-Depf. Hilft nicht, die müssen auch weiter. Ah, haben wir es nicht so gaudig gemacht. Die haben wir mir nicht so gaudig gemacht. Einer damit aufgesperrt. Jetzt bin ich gespannt, was der Mitarbeiter kann. Das ist einmal das Wichtigste. Gibt es das Verschierte nicht beim Metzger? Ah. Berechtigte Frage. Wir werden sehen, aber ich glaube es nicht. Nein, gibt's nicht. Ich soll ja so ein Ribeye kaufen, das schneiden und dann in den Fleischwolf staggern. In den Fleischwolf staggern? Was wärst du da draußen eigentlich da? Da gibt's kein Klo bei uns. Wer aufs Klo ist wie bei Amazon übrigens. Wer aufs Klo geht, kriegt da drum Fotzen. So, oh nein, unser Essen ist fertig. Müssen wir nochmal schnell schalten? Jetzt passt es. Perfekte Temperatur. Einmal in den Kühlschrank zudroschen. Rein damit. Würdest die Händelhaxen noch mal nach? Nein, wir haben es eh schon verkocht. Das ist eh schon wurscht. Du, das ist eh schon wurscht. So, und jetzt sperren wir auf. Und jetzt schauen wir, jetzt bin ich gespannt, was er kann. Pass auf. So, los geht's. Hey! Aus dem Scheiß aus! Schluss mit Schlafen! Oh, wo Schnee kassiert alles, was alles gemacht! Los! Hallo? Hallo? Da hab ich... Entschuldigung, ich hab mich am Schädel vertan. So, hey, Meister, Leute sind da! Er macht die Tür auf Tasche. Ja, intuitiv halt. Hey, Pommes frites? Da, da, schau hin. Schau hin, geh bitte. Ja, immer die immer die Gabel zur Nase führen. Immer die Gabel zur Nase führen. So, jetzt bin ich gespannt, was tust denn du da hinten, Meister? Du, da warten Leute, jetzt wenn der erste fertig ist und du holst den seinen Teller nicht. Ah, ja. Ja, Meister. Wir schauen mal aus, bitte. Was macht der so? Er geht hin, kassiert ab, nimmt einen Teller. Du Trottel, du kannst mehrere Teller auf einmal tragen. Ein absoluter Pro-Gamer, da brauche ich gar nichts mehr tun. Was ist da ausgegangen? Oh nein, unser Gickerl-Depf. Gickerl-Depf, die tue ich gleich wieder in den Ofen ein. Ich bin der Koch, jetzt bin ich bloß... Das ist jetzt halt schon nicht. Das müsste halt früher kommen. Jetzt musst du um den ganzen Scheißdreck, der dich völlig draus bringt, nicht mehr kümmern. Jetzt kannst du da schauen so. Wer braucht was geht aus, was ist da los? Was ist da los? Wobei das jetzt wieder total für Katz ist, wenn ich die Gickerl-Depf jetzt da weiß, aber dann haben sie für morgen... Ja, die kriegen wir schon noch. Ist da jemand dabei, der Gickerl-Depf möchte? Bitte, danke. Ja, Gickerl-Depf einmal rein. Fehlende Zutat unverkocht. Ja, die haben total für den Arsch quasi. Okay, hab schon verstanden. Schau mal, hast jetzt du das? Und ich muss abwaschen. Das machst du auch selber. Moment einmal, der macht ja alles. Ja, sicherlich, steht ja auch um. Der bedient, räumt zusammen, wascht ab. Räumt er jetzt die Teller da auch wieder? Das tut er nicht. Das heißt, Teller muss ich selber wieder da reinkommen. Ja, das habe ich gar nichts mehr zu tun. Aber jetzt kann ich mich aufs Kochen konzentrieren. Pommes frites, die kriegst du aber halt nicht mehr, die haben verkotzt. Wo ist jetzt der Mexikaner, Sepp? Was muss ich denn schauen? Ich mag jetzt schauen, was passiert, wenn der einfach kommt und irgendein Gericht isst und dann zufrieden ist, dann ist nichts Besonderes. Der wird wahrscheinlich dann am nächsten Tag kommen. Da gibt er wegen mehr Schub wie der mich, das ist richtig. Ist auch der Gustl. Nein, der keiner Karl. Ich bin sogar am Wasserhahn, dreht sich sogar der Enkel, wenn er was tut, schon hin. Ja, ist er. Was ist mit dir? Grantl Hubertepp, ja genau, und dann einfach durch Theken durchgehen. Ich glaube, dass du wegen Pumpen voll bist. Der Tag ist vorbei. Schau so. Jetzt räumen wir mal die Teller drauf, weil ich nicht weiß, wie viel das in unsere Box reingingen. Wo stehtst du da noch weit? Oh, der Russe und der Gelbe haben wir wieder einer geschissen. Was ist da los? Rennst du eigentlich immer noch knockert im Lokal rum? Das ist eine gute Frage. Wie haben wir das letzte Mal rausgefunden? Warte mal, Kamera, glaube ich.
frag mich bitte nicht, wo man sich was zum Ozean kauft. Ich hab keine Ahnung. Look at me, look at my feet. Look at my feet. My feet are amazing. Give it a lick. It tastes just like raisins. Was ein Dreck. Was ein Dreck! So, hast du, es war ein guter Tag. Bruder, es war ein guter Tag. Wie viel ist da noch über? Ja gut, die Hälfte von den Kickerlachsen und Depp von ein bisschen Tomaten, aber ein guter Tag gewesen. Schauen wir auf unseren Kontostand, 12.400, jetzt kann's losgehen. Jetzt, hat man nichts rausgelegt, aber er rennt schon, du musst wissen, pass auf, stopp, du musst wissen, das ist der, ich weiß nicht mehr, wie man ihn genannt hat, aber das ist der Foodlapper Franz in Jung und seitdem er 12 ist, legt der Mama nichts mehr außer zum Ozean und seitdem er 12 ist, rennt er in der Unterhose am Land, weil er es besser nicht weiß. So, jetzt schauen wir uns den nächsten Tag noch, weil ich wissen möchte, ob der Gourmet-Typ kommt. Und ob ich da dann was Spezielles auf Anforderung kochen muss oder ob der einfach meine Gerichte da drin probiert und sagt, yeah. Überspringen, nächster Tag los. So, Spiel wurde gespeichert. Ich sage jetzt da nichts Besonderes. Eingeladen haben. Der ist unterwegs, also kann das wahrscheinlich dauern, oder? Ja. Ja, aber jetzt ist fast Easy Mode. Ja gut, du musst trotzdem noch vorkochen. Das dauert einfach am längsten. Jetzt haben wir nichts mehr vorgekocht. Das dauert alles 2 Stunden und 3. Aber was man machen kann, muss man sagen. Heute gibt's nur Pommes, Alter! Jetzt verkochen wir noch einen restlichen Scheißdreck. Ah, aber Tomatensuppe kann man auch nicht machen. 15 ist noch drin. Machen wir so. Heute gibt's nur Tomatensuppen mit Pommes. Möchtest du oder nicht? Easy. Ey, Mr. Keiner Sepp, kannst du nicht einmal da die Teller rausrammen, du Kretin? Also das geht wieder. Ach komm. Nochmal. So. Muss ich das am Bono bestellen. Ist wieder nicht vollständig durchdacht worden. Ja, hab ich schon gesehen. Ist jetzt der da bald einmal fertig? Nein, das haben wir schon. So. Nein, jetzt hab ich's. Mei, wenn wir nach hinten schütten, dann ist nichts. Ja, dann gibt's halt keine Tomatensuppen. Ja, dann gibt's halt keine Tomatensuppen. Es ist halt dann so. Ja, bitte öffnen. Zack. Heute ist der Tag, wir sehen uns in ein paar Stunden. Jetzt bin ich gespannt, was dann passiert. Das mag ich noch schnell sehen. Dann, glaube ich, haben wir alle Spielmechaniken. So, gibt's bloß Pommes. Bitte bedienen Sie sich, bitte bedienen Sie sich. Da, das stellen wir gleich mit rein, weil wenn es bloß Pommes gibt, dann gingen die wahrscheinlich auch aus. Das Ding ist halt voll da, das gefällt mir gar nicht. Sollten wir mal schnell in mehr Tellers grillen. Weißt du was, da skillen wir gleich einen ganz auf. Oh, schau, yeah! Alles brunzen voll. Ja, das hat nicht. Ja, du machst das schon. Da, wie viel Pommes frites haben wir noch? Oh, aber nicht mehr viel Pommes frites. Schalt mir lieber gleich mehr ein. Gleich mehr eingeschaltet. Der nächste, der kommt und Pommes zusammenfrisst, ist alles fort. Der geht rein. Möchtest du wetten? Schau her, das ist der letzte, der Pommes isst. Wieso stehen denn die da schon wieder an? Es dürfen auf keinen Fall die Pommes frites ausgehen. Die guten alten Pommes frites. Da haben schon aus, schau her, wie ich gesagt habe. Hopp, Mr. Mikromann, schnell. Mr. Mikrowellenmann, schneller. Ich bin jetzt gespannt, was passiert mit der... Oh, jetzt haben wir anderen immer... Oh, da kommt der! Da kommt der da auf mit dem Zylinder! Probierst jetzt du meine Pommes und sagst dann, yeah, und ich schalte die Sachen frei. Wie läuft das jetzt? So, was möchtest du? Bitte? Hola, amigo, mein Name ist Juan. Ich bin hier als Meister des Schmerzes bekannt und jeder kennt mich als Juan, der Schmerzliebhaber. Ah ja, tolle Geschichte. Für mich ist scharfes Essen eine Lebenseinstellung. Ich kann nicht ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund leben. Ja, ich kann dir da weiterhelfen. Sogar der Kaugummi nicht kau ist scharf. Du willst also meine Zustimmung, dann könnte ich dich einige Schmerzen kosten. Wir haben schon lange keinen neuen Chefkoch mehr gesehen. Der Meister hat so viele Chefköche ruiniert. Du zählst schon die Tage, um einer von ihnen zu werden. Hehehe, so soll es sein. Mach mir ein Gericht mit Hähnchenkeulen in den schärfsten Zutaten, die es gibt, auf einen Teller. Ich sage meinen Spitznamen noch einmal, damit du weißt, von welcher Art von Schmerz ich spreche. Ich liebe Schmerzen. Juan! Ich weiß, was der ich sag. Der mag Gickel. Oh, mit meinem Gickel. Die haben wir noch Gickel. Haxen! Gickel, Haxen! Ja!
Okay, aus der Box nehmen. Die müssen wir jetzt kredenzen, ob es uns gefällt oder nicht. Haben wir alles da. Wir haben alles da. So. Und da muss ich jetzt. Ja, aber wie soll ich denn das scharf machen? Ich mach jetzt. Ich weiß nicht, was er möchte. Möchte er jetzt einfach Gickerl haxen? Mit 3 Pfund Chili-Pfeffer oder was ist denn der Plan? Mach mir einen geriebenen Hähnchen mit den schärfsten Zutaten, die es gibt. Was meint denn da damit? Tabasco-Sauce oder irgendeine scharfe Sauce oder was kann der da jetzt meinen? Das probieren wir jetzt einfach. Machen wir so. Müssen wir einen Grill anheizen. Ah. Oh, so, Senior, mit Schaf. Viel Schaf, ja. Scheiß auf Kundschaft, der Sombrero braucht einen Einlauf. Ja, der glaube ich braucht wirklich einen ordentlichen Einlauf. Also mit dem da jetzt erstmal Salz um. 1, 2, 3, so wie es bei den anderen auch immer alle ist. Und dann gehen wir mal in den Supermarkt und schauen wir mal, was wir da so Scharfes finden. Was ist das Schärfste, was wir finden? Also ich glaube nicht, dass wir Jalapenos auflegen sollen, also Chili oder irgend sowas, weil es im Beutel haben nur Tomaten und die Gickerlhaxen. Haben wir da irgendwas, was sauscharf ist? Zucker, Haselnussding, Sumach-Gewürz. Ich weiß nicht, ob das scharf ist, kenne ich nicht. Schwarzer Pfeffer, Thymian, Rosmarin, Chili-Pfeffer. Was ist ein Sumach-Gewürz? Wahrscheinlich ohne Tomate und scharf. Schau doch vorher noch ins Rezeptbuch. Das ist ein guter Punkt. Da ist nur 3 Gramm Chili-Pfeffer um. Das ist alles, was ich hab da. Und das ist das Beutel, wo er mir gezeigt hat. Benötigt großer Grill. Dann machen wir jetzt genau dieses Gericht so gut, wie wir können. Ich glaube nicht, dass man. Es hat sich halt so gelesen, als müsste man ihm irgendeine extra Wurst machen, aber das ist ja nicht so. Das heißt, Chili-Pfeffer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, wir vergewissern uns, Chili-Pfeffer ist drauf, das ist drauf. Dann machen wir so. So. Und die Tomate machen wir ein Stückchen später drauf. Wir holen unseren schönen flachen Teller. Oder auf was für einem Teller ist denn im Beutel drin? Was ist jetzt? Kruzifix. Auf einem runden. Nehmen wir den da. So. Und dann zünden wir an. So. Sumach ist säuerlich. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich koche so nicht. Mit Hui. Salz ist drauf, Chili-Pfeffer ist drauf, beides 3 Gramm ist laut Rezept. So, jetzt, wo die Dinger 3/4 fertig sind, Tomaten drauf. Dann kehren die Hühnerbeinchen umdreht bei der Hälfte wahrscheinlich. Jawohl, jawohl. Teller hin. Und wenn die Gickerlhaxen fertig sind, muss ich an das hintragen oder? Ja, das werden wir dann schon sehen. Ja. Ja. Jetzt haben wir Tomaten runtergehauen. Schneller, 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 schneller. Hätten wir ein bisschen früher aufgehört. Ein bisschen früher. Jetzt wird nämlich rechts da die Gickelhaxen schon wieder geholt. Fertig. So. Und jetzt bringen wir sie hin. Und schau hin! Ah, heiß, heiß, heiß! Das ist genau die Art von Schmerz für Juan! Ich glaube, dass der Juan ein bisschen nicht ganz sauber ist. So ist das was. Nun, ich bin vielleicht ein wenig zu weit gegangen, aber du wirkst vielversprechend. Ich werde dein Restaurant für gut befinden, aber wenn der Meister wütend darüber sein wird, auch wenn der Meister darüber so wütend sein wird, ich sollte besser einen Weg finden, es ihm zu erklären. Juan, Ende! Merke ich da eigentlich im Hintergrund, dass da zweimal der Muse läuft? Da wird schon wieder hochgespielt. Und ich finde, das hätte man besser machen können. Und da war es jetzt geil, wie es beim Cooking Simulator ist, dass du selber ein Gericht machen kannst und er das wirklich in Wörtern beschreibt. Du als Spieler nicht genau die Rezeptvorgaben hast, sondern das rausfinden musst. Ah, deswegen machen wir mit 5 Gramm, 6 Gramm Chili, Pfeffer und ein wenig schwarzen Pfeffer und vielleicht noch Tabasco-Sauce. Und dann gibt es einen Schärfegrad, einen Sauergrad und so weiter, der nicht zu viel, nicht zu wenig sein darf.
und anhand von dem kriegst du dann von ihm eine Bewertung, geil oder nicht. Und dann schaffst du es auch nicht beim ersten Mal. Ich meine, wie oft haben wir jetzt die Gickelhaxen da gemacht? Ich meine, die kennen wir jetzt blind. Selbst wenn wir das nächste Woche nochmal spielen daten, was wir nicht werden, weil wir nächste Woche Hellblade 2 spielen. Übrigens am Mittwoch spielen wir Hellblade 2 schon. Aber gut, Early Access und das da ist ein bisschen, im Vergleich zum Cooking Simulator ist das da ein bisschen zu geradlinig. Dafür ist da diese Restaurantsimulation dabei, mit Teller abwaschen und den ganzen Schmarrn da und mit Einrichten etc. etc. Das ist der Teil, der beim Cooking Simulator feit. Dafür ist beim Cooking Simulator halt das Hauptgameplay und ich glaube auch das, worauf die meisten Bock haben, einfach viel ausgereifter mit dem selbstständigen Herschneiden von den Objekten und lauter so ein Kass. Glaube ich. Jetzt hat er ein Tischdeck mitgelassen. Nix, die schenke ich ihm. Die schenke ich ihm. So, der Tag ist vorbei, was mit dir? Du möchtest noch gerne Pommes, oder? Ich kannst du enttäuschen mit der Trottel. Schaust lang gewinnst. Haben wir noch schnell Level 12 gemacht schon, ja? Wer kommt als nächster? Der Dirty Sanchez. Können wir auch noch schnell schauen, oder mal? Gourmets. So, der Tony. Ja, genau. Jetzt haben wir halt ihm da freigeschaltet, was ich an und für sich eine ganz coole Progress-Mechanik finde. So, jetzt kommen diese Gourmet-Typen und so weiter und du musst bestimmte Sachen gut machen, damit du die nächste Stufen freischaltest. Der ist mit Gameplay verknüpft und so weiter. Und jetzt müssen wir 15 Urwa-Kebabs servieren, bis wir Ärmröfer kennen. Und, oh, da geht es sogar noch weiter schon. Ja? Oh, da geht es sogar noch ziemlich viel weiter. Und jetzt, weil ich weiß nicht, wer hat es gesagt, der Marvel Maniac, glaube ich, klassischer Bierger, wenn wir Level 10 sind und Mitarbeiter haben, haben wir es durchgespielt? Nein, jetzt haben wir es durchgespielt. Quasi. Ich glaube, dass wir jetzt jede Spielmechanik gesehen haben und dass da sonst nicht mehr, schauen wir mal die Speisekarten noch, was kommt da noch so. Ich glaube, dass da nicht mehr recht viel passiert, außer halt verschiedene Zutaten in eine andere Maschine rein und es wird immer komplexer mit vielen verschiedenen Zutaten. Mit zum Beispiel da Kartoffeln und was weiß ich, was das ist da, Leberspieße, dann Käse oder was auch immer, Tomaten, Petersilie und es sind immer mehr Zutaten, die alle eine eigene Maschine brauchen und es wird immer kommen, was zur Hölle ist das? Ich muss eine verdammte Brezel machen. Casino jetzt? Was noch nicht im... Es gibt ein Casino? Gehen wir ins Casino. Casino wo? Wo ist das Casino? Da ist ein ATM. Wo ist denn ein Casino? Wo ist denn da ein Casino? Casino all in! Ich weiß, wenn es da schwarz und rot gibt, ein Roulette oder irgend sowas. Wo ist das Casino? Ich weiß, dass da hinten ein ATM ist, das weiß ich. Da hinten kann man ein anderes Restaurant, aber wo ist denn das Casino? Welcome to the bank. Da kann man nichts machen. Wo ist das Casino? Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Hab ich auch schon gesagt. Blackjack all in. Ich hab bloß nicht kapiert, ich hab nicht gewusst, dass da ein Casino gibt. Wie kommt sie auf Casino? Da hinten. Das ist eine Bar. Kann man da wieder da haben wir letztes Mal schon festgestellt, kann man da wieder Tussis angehen? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Kaufen wir uns ein sauberes Bierli. Das ist mir. Easy. F-Drink halten. Hoch die Hände Wochenende. Was genau habe ich da jetzt? Echt jetzt? Ist das eine Art Psuffer zum Moor? Oh Mann. Es geht mir gut. Trinken Sie in der Kneipe. Okay. Wo ist jetzt das Casino? In der Bar. Also da ist eine Bar. Und da ist ein Casino? Ich sehe heute jetzt nichts mehr. Ist schlecht für uns. Wo ist... Ach, da! Das hab ich beim letzten Mal einfach nicht gesehen. Kann ich da jetzt nicht mehr spielen oder was? Dann muss ich den Tag beenden. Tut mir leid. Jetzt geht einfach gar nichts mehr. Jetzt muss ich heimwackeln oder was? Ja, jetzt geht's wieder. Warte, jetzt geht's wieder. Bin nicht mehr besoffen. Mehr da. Oder da. So. Ja, ich sehe halt nichts. Eine kleine Pause. Ja, beende mal den Tag, damit ich wenigstens was sehe. Besoffen, das ganze Geld verspenden, ist auch Kass. Geht gleich weg. Geht kopfüber ins Casino. Jetzt machen wir schnell so. Druck aufs Bett. Da. Also ich kann nicht. Was ist jetzt? Okay. Ich wollte jetzt all hingehen!
Gut, dann gehen wir blind auf alle hin. Und das ist auch ein Krampf. Ja, ich kann halt nichts mehr tun jetzt. Geht das da auch wieder weg oder ist das jetzt ein Bug? Rechnungen musst zahlen, stand da. Was? Wo? Bank? Staff Wage. Ach so, tatsächlich. Ah. Okay. Und jetzt? Das ist ein Bug bei der ersten Halbe. Toll! Rechnungen und Laden zumachen. Okay. Wo man Laden noch mit zu? Das muss ich jetzt schon sehen. All in, first try. Glaubst du? Überspringen. Schauen wir mal, ob sie wieder fängt. Nein. Dann gehen wir schnell aus dem Spiel raus. Was ist denn jetzt? Wir kommen aus dem Spiel. Jetzt habe ich das Spiel ganz zugemacht. Ich reloade kurz das Spiel. Wie Sie sahen, war das ein Bug. Ich konnte keine Texte mehr lesen. Das ist beim Blackjack etwas unvorteilhaft. Hat das Casino am Tag überhaupt auf? Ich möchte hoffen fürs Casino, sonst randaliere ich da drin, dass du sagst, gibt's das. So, haben wir einen Haufen Sachen freigeschaltet. Jawohl, Casino-Tante sitzt da, wir haben 12.300. So! Was wir da jetzt machen? Ihr stimmt's ab. Je nachdem, wie es jetzt funktioniert, schauen wir mal. Wir haben 6, 8. Stay Hit. Hit bedeutet schon, ich zieh noch eine. Oh, das dauert jetzt so lange, wenn ich da für jeden Scheiß eine Abstimmung mache. Hit heißt, ich zieh noch eine, oder? Ich muss mir jetzt bloß schnell eine sagen, bevor ich einen Scheiß mache. Stay heißt, ich bin fertig, dann zieht die Bank so lang und werde hier die Punktzahl oder gewonnen. Ich hab schon ewig lang kein scheiß Blackjack mehr gespielt und über 21 Score. Natürlich nehmen wir an, ich druck für Hit. 15! Jetzt wird's eng. Nehmen wir nur alle! Was sagt ihr? Hit oder Stay? Hit oder Stay? Hit heißt zwei. Ja, da habe ich jetzt schon verstanden. Jetzt habe ich schon verstanden. Ich habe jetzt einfach no risk, no fun, einfach draufdrücken. Ihr müsst schreiben, Hit oder Stay. Ihr müsst Hit nehmen. Ihr müsst Hit, wenn wir alle in. Wir haben alle in. Ah, ich lese nur Hit. Hit. Ja, Hit. Ich hit! 3, 2, 1, gib ihm! Nein! So. Das Spiel ist nun. Vielleicht kann es mit all 4 retten. Und wir sind insolvent. Bab, ich hab's Restaurant bei Blackjack verloren. Kruzifix, Bruder, du Volldepp. Ah! Also schnell ganz gehen. Lasst, liebe Kinder, bitte zu Hause nachmachen. Alles, was ihr gesehen habt, von vorn bis hinten. Jetzt gehst du zum Papa, klaust ihm einen Geldbeutel, fährst in die Tschechei mit seinem Auto. Alles auf schwarz oder immer Hit. So lange Hit, bis die Bank sagt, nein, jetzt geht's nicht mehr. Was ist jetzt mit deinem Abfluss? Nix mehr. Ich schätze, dass das nicht sauber zum Kriegen ist. Wie gesagt, ich schätze. Und ich mag das da Traumtänzerin, die habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Also, aber immer wieder mal. Und nicht vergessen, seit 68 Monaten. Danke für den Resub, Kuss auf die Nuss. Jetzt passt auf. Ich darf einen Kredit aufnehmen und nochmal für Runde 2 reinhitten. Ja, kann man machen. Bei Geldbeutel das Geld nicht vergessen, richtig. Also, nochmal kurz zu meinem Rohr. Noch ein kurzes Fazit zum Spiel. Ich weiß nicht, wenn wir das nochmal spielen, dann spätestens jetzt im Multiplayer. Das ist das Einzige, wie man es nochmal steigern kann und ich glaube, dass das ganze Spiel ja ziemlich auf Multiplayer ausgerichtet ist. Wer es nicht gewusst hat, ja, ich spiele Multiplayer. Das kannst du Coop mit deinen Spätzchen in dem Restaurant drin spielen, einer spielt ab und kehrt zusammen und was der Ding so macht und so.
was der keiner so macht. So ist ganz witzig, aber ich finde, für mich ist bei sowas die Core-Gameplay-Mechanik, die mich anfixen, so als Kochen. Und das Kochen ist so, ich kenne halt einen Cooking Simulator. Und der ist schon gescheit gut. Vor allem, weil du nicht einfach bloß Sachen auf den Teller auflegst, sondern du kannst da umeinander dekorieren. Das mit den Pizzas, das mit den Cookies, das mit den Kuchen. Der normale Cooking Simulator und. Der ist besser. Und da freue ich mich riesig auf den 2. Ich glaube, dass der richtig cool werden kann. Was denn mit dem Rohr los? Brennt's? Da brennt's richtig, hallo da. Also Bora Bayer, merci dir. Der Russe des Vertrauens hat gemeint, dass du einstellen kannst, dass man Erfolge sieht, wenn das geht, wäre schon nice. Ah shit, Alter, mein Russe des Vertrauens, ich wollte es vorher schon lesen, ich hoffe, der ist noch da. Aber der Russe des Vertrauens, der ist immer da. Hast du in Zukunft die Möglichkeit, die Steam Achievements einzublenden? Mich würde das schon interessieren. Der Kritiker kommt übrigens morgen, falls du das überlesen hast. Habe ich überlesen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich mein Steam Overlay kann ich irgendwie in OBS einblenden. Ja, tue ich aber mit Absicht nicht, weil nicht, dass irgendwo einmal eine E-Mail-Adresse steht oder in meiner Freundeslisten Namen drinstehen, die das nicht wollen, dass die öffentlich irgendwo da stehen. Kann ich nur verstehen, weil danach kriegen die irgendwelche Friend-Invites und sonst irgendeinen Scheiß und das ist halt auch scheiße. Wenn mir mal passiert, dass ich mit Shift-Tab Steam einschalte oder was auch immer. Schwierig. Laxativum ins Abfluss hat, dann läuft's. Der Watzi schreibt Dere beieinander. Ja, also es gibt genügend Optionen. Jetzt passt so. Meine Optionen schauen folgendermaßen aus. Ich habe mir ein Endoskop gekauft. Ich werde jetzt halt mit einem Endoskop da reinfahren, mit einer Kamera, mit einer Schnur. Ich hoffe, es funktioniert und ich sehe genug. Bis dahin, wo ich mit der Spirale anstehe. Wenn dieser Eck ist, da dritten, wo ich nicht weiterkomme, oder wenn das ein Dreckbatzen ist, wo es ja fühlt, wie ich komme nicht weiter, weil da ein Wandende ist, dann rufe ich nochmal jemanden an, der mir mit einer großen Maschine kommt, der mir das da durchpumpt. Irgendwie. Wenn nicht, dann muss ich mir leider ein neues Rohr machen lassen. Und ich sehe mir schon das Risiko eingehen, dass ich dann den mit der fetten Maschine kommen los und so weiter, der versucht da durchzupumpen, nichts geht, keine Ahnung, bla bla. Dann zahle ich das, plus dann das, dass er mir das neue Real durch die Decke macht und da rein. Und das glaube ich, ist ausgeworfen, was geht. Weil auch wenn es durchgeht, ja, wenn er mit der Maschine das Real durchblasen kann, es ist ein 62 Jahre altes Abflussrohr, ein Keramikrohr. Und das, was von uns in der Kirche senkrecht runtergeht, das ist ein 4 cm Real, also das ist ungefähr so. Viel kleiner wie die meisten Abflussreal, die ihr bei euch daheim wahrscheinlich kennt, wie es die meisten wahrscheinlich nicht mehr haben. Und das geht runter und dann in ein Hauptreal. Wie groß das ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich größer, aber ich weiß es nicht. Ich sehe es nämlich nicht. Ich habe schon einen extra Rohrzugang nochmal im Keller unten, also direkt unter der Kirche. Aber da sehe ich auch nicht ein, wie groß das Real ist. Ich sehe bloß den Zugang in der Wand, das war's. 40 Abfluss war damals leider Usus. Ja, und es ist halt so. Und der ist halt auch einfach in der Wand. Und ich reiß nicht die ganze Wand auf, bis da oben was weiß ich, was für eine, vergiss es. Ja, tausch aus, bist besser dran. Weil ja, und das Ding immer, ich meine, das weiß ich auch, später hat es mir auch oft genug gesagt, ich bin zwar dumm, aber nicht komplett dumm. Da hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht. Ich krieg dann ein 5er oder ein 6er Real rein und das von Anfang bis Ende. Und da haben wir müsst euch das vorstellen, wir haben einen Keller-Partyraum. Das ist mittlerweile kein Partyraum, das war unser Bandkeller und früher Partyraum und was weiß ich. Ist mittlerweile aber bloß nur ein Holzlagerraum im Prinzip und ein bisschen Werkbing und so weiter. Und dann haben wir noch einen draußen einen Keller, das ist eine einzige Absteckhalle, das ist eine einzige Rumpelkammer. Da ist alles wurscht. Wir müssen von meiner Küche durch den Boden, was wahrscheinlich Stahlbeton ist, durch. Und dann geht's runter, dann ungefähr 5 Meter rechts, dann kommt die Kellerwand, da durch die Wand durch und dann nochmal 2 Meter ins Hauptrohr vom Bad, das auch von oben nach unten geht und wo unser Klo ist und das zweite Klo und das Waschbecken und das Waschbecken vom zweiten Klo und Dusche und Badwanne und der ganze Scheiß. Und da habe ich vor 5 Jahren irgendwann schon einmal komplett neue Realone gebraucht, weil es ein Real zerrissen hat. Und
Und ganz ehrlich, auf das kann ich wahrscheinlich bei dem Rell, wenn ich es putzen lasse, auch warten, bis das reißt. Und die haben alle neu gemacht, die Rell. Und da hat er gesagt, ja, pass auf, war eine Option. Gehen wir da oben, gehen wir da um und dann gehen wir in die neue Rell da rein und dann ist der Kass gegessen. Ich meine, das ist natürlich ein wenig Aufwand, ist ja klar. Lochding ist mit Sicherheit für 2 Leute halber Tag Arbeit, wenn nicht mehrere. Und was das kostet, ich meine, das wird ja jeder wissen. Wahrscheinlich werde ich es einfach machen lassen. Vor allem, weil es wahrscheinlich wurscht ist, den einzigen Trick, das noch macht, ist durch den Boden bohren. Den einzigen Trick, das noch in der Küche macht, ist durch den Boden bohren und da geht der meiste Dreck nach unten in den Keller und das ist mir wurscht. Ich kann herum dann nämlich anfangen jetzt da mal schon zum Putzen, also zum Reinigen. Verputzt ist schon, das muss noch drücken bis Donnerstag, Freitag. Dann wird gestrichen, das dauert auch Minimum 3 Tage, weil einmal weiß, Tag warten, zweite Mal weiß, Tag warten, dritte Mal Farbe. Wieder einen Tag warten, dann kann ich einen Bohnen einlegen und dann kommt Kicht drauf. Und wenn dann die Kicht da drauf steht, dann schneide ich ein Loch unten in die Spüle rein, also den Spülkasten halt quasi unten, und dann sollen sie da von unten aufbohren oder von oben runterbohren, wie auch immer. Dass ein wenig Staub, das ist schon klar, aber es geht nicht mehr so weit unter wie bei allem anderen bis jetzt. Also das war bis jetzt eine gescheite, dreckige Scheiße. Leck mich am Sack, Alter. Und da kann ich links abbiegen und 5 Meter rechts ab. Bavarian Dream, merci dir. Schau mir auf Insta an Schwarzkugler Michi, das ist ein Influencer mit einem Heizungsbaubetrieb. Evel kommt da auch noch ein lustiges Video raus. Das ist ein Mundart-Influencer, der halt über seinen Alltag im Handwerk berichtet. Nein. Das muss ich nicht in die Öffentlichkeit stellen. Mir klang es eigentlich schon, dass ich da so drüber rede. Aber ab und zu, wie gesagt, wir haben Heizungsleute da, die vielleicht noch die eine oder andere Idee haben, wie ich das easy lösen kann, ohne dass ich einen Starkstrom brauche, ohne dass ich eine Gerätschaft für 5.000 € brauche und so weiter. Aber gut. Mit Video kannst du von der Steuer absetzen, das stimmt, ja. Aber Handwerkerkosten kannst du so und so von der Steuer absetzen. Wissen bloß die meisten nicht. Kann jeder übrigens. Nicht bloß ich als mit einer Selbstständigkeit. Der Luki, das ist eine Option im YouTube Superchat. Was? Ja, der ist super, der Mann. Vor allem das mit dem Strafzettel. Kenne ich alles nicht. Klar, kauft dir ein neues Haus. Ja, freilich haben wir es ja. Schäkel, Motherfucker. Geil, was ich. Kennst du einen Schwarzkugel Michi? Das ist. Ist ein Schwarzkugel Michi? Das ist ein guter. Müsst ihr mal schauen. Bum, bum, bum. Geil, für mich nicht. Ja, das ist mir schon klar, aber lustig war es bestimmt gewesen. Ja, also natürlich, aber sowas mag ich auch nicht. Das ist, weiß ich nicht, Kind mit der gut relativ naheliegend, dass er mich wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen hat. Jetzt nicht da jetzt in der letzten Zeit, aber damals mit den Videos und so weiter. Ist durchaus möglich, dass er mich kennen könnte. Ich kenne ja eher auch nicht, woher denn. How to Roveling! Ja, wird nicht anders gehen. So wieder was ist. Und ich glaube, da tue ich meinem Zukunftsbürger einen Gefallen, wenn ich mir gleich ein nice, modernes, groß, real da hinmachen lasse und fertig. Hatten auch mal eine dichte Stelle in der Arbeit, Chlorreiniger in der Mikrowelle heiß machen und kurz wirken lassen, kennen nichts besser, aber Vorsicht. Ja, genau. Und wenn es dann da drin in dem Keramikreal von 0 auf 100 so richtig krass heiß wird, dann hat es auch noch nie zerrissen. Kann ich schon auch verstehen, dass du das nicht magst, ist schließlich auch dein Privatspace. Ja, ich glaube, da glaube ich, ist mir auch keiner Base. So. Ich mag auch keine großen Beutel von meiner Küche da einer posten und so weiter und so fort. Zum einen von der alten nicht, weil ich mich scham. Das soll das kannst du kein normaler Mensch nicht sagen, dass wenn sie sagt, dann kriegst du einen Vogel, kriegst du einen Schlaganfall. Soll der freiwillig, wie es ist, sowas hast du in deinem vielleicht schon mal gesehen, ja, aber normal nur bei so Messi-Häusern. Ja, ganz so krass auch nicht. Aber Fähigkeit nicht. Und die neue Küche, das geht einfach keiner so, nicht weil es teuer ist und dann die Leute sagen können, boah, krass. Die ganze Küche, ich kann euch ja einen Preis sagen, mit allem, ja. Außerreißen, neuer Boden, neue Elektronik, neue Elektrogeräte, komplett neue Küchenmöbel, komplett neu geputzt, komplett neu gestrichen. Alle Elektrogeräte und die Küche selbst kosten mir unter 10.000 €. Die Küche hat 18 Quadratmeter. So viel dazu. Ich kenne zum Beispiel in meinem Umfeld kaum, wenn ich ihn frage, ja, was hast du für eine Küche, was hat denn die kostet? Ja, 25. Sag ich, da kaufen wir ganz Haus, du behindert. Unter 10 ist eher Schnapper. Ja, aber das unter 10 kann ich auch noch nicht 1000%ig sagen, aber irgendwas zwischen 9 und 11. Irgendwo so.
Ich kann es noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, was ein bestimmter Teil Handwerker haben möchte von mir. Wie oft, die müssen auch noch mit kommen teilweise. Ich brauche jemanden zum Platten einschneiden. Ja, das kann ich auch selber, aber ich habe halt nicht das richtige Werkzeug dazu. Und das lasse ich lieber gescheit machen, bevor ich einmal dumm ausstehe und dann habe ich 200 Euro Platten vom Fenster rausgeschmissen. Und der Elektriker muss halt auch noch mitkommen. Zum Sachen anschließen und so weiter und so fort. Der hat mir jetzt die ganzen Dosen alle noch mal neu gemacht. Und da weiß ich eben noch nicht, reden wir da von 100 Euro, reden wir da von 500 Euro, weiß ich nicht. Andere Leute prüfen da auch schnell 40. Das ist ja mir dann auch wurscht. Wenn du 40.000 Euro kriegst, dann kannst du es dir leisten, dann passt es. Was war denn jetzt? Jetzt habe ich gerade ein Verbindungsproblem gekriegt mit der OBS, ja, ist ja wurscht. Da bist du gut ausgestiegen. So, aber da habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich ein neues Küchenrohr, Abflussrohr brauche. Und was das kostet, wir kommen da rein, ich weiß nicht, was der Gaswasser-Scheiße-Sepp in der Stunde kostet, ich weiß es nicht. Ich habe all die Rechnungen von dem da. Achtung, Moment, das rechnen wir jetzt miteinander aus, die Zahlen im Zehnerbereich. Das ist allerdings eine Rechnung von 2021, da hat er mir das Rohr schon einmal sauber gemacht, warte mal. Da hat er mir in der Stunde, der Obermonteur, hat er mir in der Stunde einen 50er gekostet. 2021. Das war der Chef selber. 50er. Selfie. Geht so. Boy, frag mal deinen Heizer, ob er Rohrgranate hat. Das ist 98%ige Schwefelsäure, die den Dreck wegfrisst. Vielleicht hilft das. Rohrgranaten. Wer dem fragen? Das kann ich mir merken, weil das ist sowas ungewöhnlich. Das kann ich mir wahrscheinlich merken, aber ich glaube nicht, dass er sowas hat. Also jetzt pass auf, 50er. Der hat gesagt, die kommen zu zweit, also er und der Gsei. Ich kann mir nicht sehr gut vorstellen, dass der Gsei genauso viel kostet wie der Chef. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Chef mittlerweile mehr kostet, wie alles andere auch. Da gehen wir mal von 75 aus und von 5 Stunden. Machen wir 5 mal 75 Euro, der Chef, dann haben wir, runden wir auf, 400 Euro und dann nehmen wir 5 mal 50 der Gsei, haben wir bei 250 Euro, dann sind wir bei 750 Euro rein die Arbeitszeit. Der Tagsgei rechnet 60 mal 4 Stunden. Mal 2 Mann plus Material ca. 700 Euro. Ich sage das ganz ehrlich, wenn mir das 700 Euro kostet, dann bin ich richtig zufrieden. Ja, Rohrgranaten, was Heizerer benutzen, bekommst du als privater regulär nicht. Das sind Sachen, ich weiß nicht, ich bin kein Heizer. Ihr sagt, ich kenne noch nicht einmal den Begriff Heizerer. Bist du Heizungsbauer. Bei uns aber wirklich Heizungsbauer. Unter Sitz bekommst du halt kaum jemanden. Rohrgranat ist ein Top-Reiniger, kannst du aber nur als Heizungsbauer kaufen. Ja, alles bis 1000 Euro geht klar für die Arbeit. Ich mache es bei mir immer völlig utopisch, ich rechne mit 2. Ich rechne mit 2000 Euro. Wenn mir er nämlich dann, und bin saulästig natürlich, das ist eh klar. Jetzt habe ich wieder nach rechts geschaut und mir habe das Knack verrissen. Und wenn er mir dann eine 1000 Euro Rechnung stellt, dann bin ich super happy. Wenn er mir eine 1500 Euro Rechnung stellt, dann bin ich immer noch besser gelaunt als bei einer 2000 Euro Rechnung, mit der ich gerechnet habe. So redet es mir schön. Es hilft ja sowieso nicht, was soll ich machen? Soll ich es wie die letzten 8 Jahre machen und mein Abwasser in einen Eimer einlassen? Richtig gehört, Freunde der Sonne. Was ich die letzten 3 Jahre da habe? Wir haben in der Küche keinen Abfluss gehabt. Und habe es in einen Eimer einlassen und den Eimer im Klo ausgeleert. Willkommen in meiner Welt, Motherfucker. Ja, glauben mir jetzt wahrscheinlich einige nicht, aber es ist halt so. Bin ich auch schon des Öfteren ausgelacht worden, aber was soll ich machen? Ist mir da noch eigentlich angezeigt worden? Lucky, wo? Nein, wann? Doch! Scheiße, das habe ich komplett verkackt. Lucky, ich hoffe, du bist mir nicht besser. Ist da irgendwas kaputt? Weil vorher auch schon irgendjemand geschrieben hat, Donos handbroken. Jetzt warte mal. Gehen wir in eine Schwarzkugel um, schauen wir auf den. Lucky. Zuerst, der Gnädel kommt gerade von einem Festival heim und wird jetzt zum Anfang schalten. Hashtag Nachschau-Squad, ein schöner Feiertag, Abend noch. Lucky, Kuss auf die Nuss, sorry, ich hab's übersehen. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinen Scheiß gelabert. Wenn es funktioniert, warum nicht? Ja, wir haben eine Spülmaschine. Was wir oft mit mir den Eimer am Tag ausgeladen haben die letzten 3 Jahre? Wie gesagt, utopisch, kannst du keinem Menschen erzählen und das zeige ich nicht her. Erstens, weil es kann was sagen und zweitens, weil ich mich scham dafür. Das ist halt einfach auch so, das braucht nur jeder sagen, was soll das? Und die neue Kirche, wie es der Bavarian Dream schon gesagt hat, ist es einfach Private-Sache. Was interessiert euch meine Kirche, Alter? Jetzt mal ernsthaft.
Wobei, wer weiß, wenn ich dann fertig bin und ich hab nicht alles natürlich selber gemacht, aber viel selber gemacht, vielleicht bin ich dann so voller Stolz, dass ich es im Stream einmal herzeige. Ist nichts Besonderes. Überhaupt nicht. Wir haben nicht einmal einen Oberschrank. Weil wir keine brauchen. Da kommen Regale hier und so weiter. Die werden wir von Anfang an nicht haben und ja, ist eh wurscht. Wir werden. Und das ist ja nie zu blöd worden. Natürlich ist es mir zu blöd worden, aber was soll ich machen? Ich habe ja den Typ, ich habe da gerade aus einer Rechnung vorgelesen, was der Typ damals kostet hat. Da war er da zum Rohrreinigen. Wir haben das Problem ja nicht erst seit gestern. Hab da dafür ungefähr 300 € gezahlt. 2 Wochen später war das Rohr wieder zu. Ich zahle doch dem nicht alle 2 Wochen 300 €, dass er mir das Rohr putzt. Und ja, man hätte bereits früher die Küche da rausreißen können und eine neue Küche da hineinbauen können, aber ich habe mir ein Lied geschrieben. Das heißt Captain Faulsack. Und dieser Captain Faulsack, so an und für sich, der schiebt Dinge gern. Und dem ist gern wirklich viel wurscht. Und es denkt sich dann so, das muss ein Haufen Arbeit, kostet ein Haufen Geld, leck mir am Arsch. Und das habe ich jetzt halt 8 Jahre lang ausgezögert und jetzt ist es aber halt so weit. Jetzt komme ich nicht mehr aus, weil der Raum ist angerissen. Herr Dockner! Alter, aber bleib, wie du bist, unterhalt mich weiter so gut, wie du das tust. Ich feiere dich über alles. Herr Dockner, in solch einer Euphorie habe ich es schon lange nicht mehr gelesen. Das freut mich sehr, Herr Dockner. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Ihnen. Es ist mir ein Fest, Sie belustigen zu dürfen. Sprenge schreibt, it is what it is. Ja. Es ist so, vielleicht kann ich mich deswegen so mit dem Asmongold relaten. Ich bin zwar kein Millionär nicht, aber bei ihm ist es vielleicht das ist ein bisschen zu krass, wie es bei dem ausschaut. So schaut es bei mir nicht aus. Aber es gibt Orte in diesem Haus, da sind wir nicht weit weg davon, ist mir einfach wurscht. Ist mir einfach wurscht. Kannst du noch sagen, das ist what it is. Der Hut ist nicht imaginär, sondern weiß. Heute schon, ja, das stimmt. Heute ist es aus, ich komme ja so. Jetzt bin ich sur le pont d'Avignon, alle Brot. Also mein Gold ist schon weit oben auf der Wurstskala. Ja, also so weit bin ich nicht um. Aber ich kann mich sehr gut identifizieren mit ihm. So, wenn er in seinem Drecksloch schläft, hinter ihm die ganze Blutletten an der Wand dort und dann liegt er einfach dort und so ist mir scheißegal. Ne? Es ist so krass. Multimillionär, Alter. Und er lebt in einem Drecksloch. Die gute Bürgerschanze. Na so, also... Ich glaube, dass der Träger sogar noch weiter oben auf der Wurstskala ist als der Eismann. Weil der Eismann nicht dumm ist. Aber der Träger ist dumm wie Brot. Also der ist halt einfach wirklich dumm wie Scheiße. Dem ist nicht wurscht, dem ist einfach, der ist blöd, dass ihm nicht wurscht ist. Der versteht es halt einfach nicht. Timmy Boy, ich sage auch Heizerer, aber eigentlich heißt es Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik. Genauso wie ich ein Mediengestalter für Digital- und Printmedien in der Fachrichtung Medienoperating bin. Ja, ich mache Internetseiten. So, guten Abend miteinander. Okay, bye. Herr Robert, die Niere haben Sie sich hinein. Mehr Service zuschauen. An den Rest nicht. Birger, lies meinen Resub bitte. Oh mein Gott, wo? Stimmt, ich lese schon wieder keine Nachrichten. Herr Wallmano, wie geht's die Viecher? Denen geht's wirklich gut. Mit dem Gnädel war die Birgerin letzte Woche bei der Physio. Weil wir mal gesagt haben, so, jetzt gehen wir mal zu einer Physiotherapeutin mit der Kleinen, mit dem kaputten Haxen halt. Ob man irgendwas präventiv machen kann, Übungen machen kann, was auch immer, dass später mal, was weiß ich, kein Rheuma vorbeugt und lauter solche Geschichten. Und tipptopp. Emma geht's gut, Miezi geht's gut, Brocken geht's gut, Plötze geht's gut. Momentan geht's alle sehr gut. Gesichtsgerätschen, merci dir, pay to win! Wenn meine Urlaubskasse schon langsam schon wieder ins Rote geht, muss man dir auch gleich noch mal Makel 50 zuwerfen. Grüße aus Amsterdam, Mittwoch bin ich wieder daheim und live im Stream dabei, wenn ich nicht rein bin. Schöne Grüße nach Holland. Rauch nicht zu viel. Und fries nicht zu viel Schwammerl. Das ist alles, was ich dazu sagen werde. Ein schöner Urlaub noch. Habe ich die Ehre. Mr. MRC, da bin ich mit meiner 4000 Küche ja noch günstig davongekommen letztes Jahr. Das geht auch. Du musst dir vorstellen, wir haben zweimal fast 4 Meter. Also einmal, wir haben nur Unterschrank. Nur Unterschrank. 4,40 Meter lang.
ungefähr 4,40 Meter, 4,35 Meter. Und dann macht es ein L und das ist nochmal 4 Meter lang. Es ist quasi ein ganz langer L-Raum so. Und da resultieren daraus ungefähr 20 Quadratmeter ums Eck. Und wenn du jetzt da die Hälfte habt, sagen wir es so, mit Kostkirch selber, die Memen, glaube ich, kosten so um die 3.000 Euro. Und dafür baut immer etwas bessere Elektrogeräte ein. Ich möchte so einen riesengroßen XXL-Kühlschrank, der für uns beide gelangt. Wir haben momentan immer 2 Kühlschränke gehabt. Ich habe meinen eigenen Kühlschrank, Birgerin hat ihren eigenen Kühlschrank, der mit 2 Tieren so aufgeht und halt der allein schon ein Meter breit ist. Der ist nicht ganz billig, das Ding kostet wahrscheinlich, je nachdem für wie viel das ihn kriegt, 1200 bis 1500 Euro. Dann möchte ich eine anständige Induktionskochplatten. Ich brauche einen Durchlauferhitzer, weil wir keinen Warmwasserzugang haben. Der ist kaputt. Den lasse ich nicht auch noch aufreißen, durch den kompletten Wind und da reinbauen. Fuck you. Durchlauferhitzer muss regeln, muss reichen. Ein Serienbrenner, der kostet auch 300 Euro. Spülbecken und Armaturen, was kosten, ist ein völliger Witz. Da kriegst du einen Vogel, da haben wir nur bei 500 Euro oder 300 Euro. Und was ist dann noch so da? Der Ofen und Spülmaschine. Und die kosten nochmal 3.000 Euro. Und dann halt alles rundum. Farb, Malen, Elektronik, die ganzen Steckdosen, ein Licht habe ich noch keins. Das ist auch ein Witz, wie viel Geld, dass man für scheiß Lampen ausgeben kann. Ja. French Door Kühlschrank, beste, ja genau, French Door heißt er. Ich habe gerade in meinem Hirn versucht zusammenzurendern, wie er heißt. Ja, wo ich French Door Kühlschrank, beste Buch gibt, Raucher kann man daheim auch. Ach, Birger, habt die obligatorischen, hab heute Geburtstag, aber ich will es nicht an die große Glocken hängen, nachher vergessen zu werden. Schau, da bist du wenigstens ehrlich. Ja, Gesichtsgerätschen, alles Gute zum Geburtstag, feier fett in Amsterdam und rauch extrem viel. Ich nehme das zurück, was ich vorher gesagt habe. Und such dir sonst noch alles zusammen, was du meinst, heute ist schon wurscht, hau ich mir ein. Alles Gute. Ab in den Chat, Gesichtsgerätschen, alles Gute zum Geburtstag. Gibt auch Wasserhähne mit integriertem Durchlaufhitzer. Weiß ich, habe ich mir auch sehr viel angeschaut, aber entweder sagen sehr viele Kundenstimmen, ja, nach 2 Monaten wird er nicht mehr heißer, wird 30 Grad, oder es dauert ewig, oder wenn ich das Wasser zu schnell durchlasse, also zu weit aufdrehe, dann wird er nicht heißer, wird 30 Grad und lauter so Geschichten so, ja, dann kauft er gleich einen gescheiten, dann hast du Ruhe. Was bei uns also ein kleines Problem löst, wir haben ja schon einen Warmwasserzugang herum natürlich, wir haben ja Warmwasser in der Küche gehabt, aber das kommt direkt aus der Wand. Über die Küchenplatten. Das heißt, das habe ich also Wasserhahn oben, zumachen lassen und dann habe ich noch einen Aufdrahtzugang Warmwasser drunter, den man nicht sieht. Und wenn ich auftrage, kommt kein Wasser. Und ist halt einfach hin. Was weiß ich, was da drin los ist. Und bevor ich mir das jetzt wieder aufreißen lasse, hänge ich mir einen Durchlauferhitzer ohne, der das sofort innerhalb von 1 Sekunde auf bis zu 60 Grad aufheizen kann. Das Problem bei uns ist nämlich auch, ich muss das Wasser ungefähr minutenlang laufen lassen, bis bei uns herum richtig heiß ist. Mit dem Wasser, das von der Heizung aufgeheizt wird. Das heißt, das löst also ein bisschen das Problem. Das nervt mich auch schon lang. Und das Öl, das ich mir da spare, um das Wasser aufzuheizen, das ich da in der Küche rauslasse, wenn ich das mit dem Starkstrom heiz vom Durchlauf erhitze, kupft wie gesprungen. Scheißegal. Und lieber kaufe ich mir für 300 Euro einen Durchlauferhitzer, bevor ich irgendjemand noch mit 500 Euro gibt, damit er mir wieder die ganze Wand aufreißt, das Warmwasserding absetzt um 30 cm und mir die Wand wieder zuputzt. Und ich nochmal 2 Wochen warten muss. Ich habe keine Küche. Freunde der Sonne, mir hängt der Sandwich-Toaster vom Hals raus. Ich kotze gleich. Für den Durchlaufhitzer brauchst du aber extra Strom, aber wenn du schon nach unten bohrst, kannst du noch gleich ein Rohr fürs Warmwasser dazu. Dachte ich auch, aber die gingen bei uns irgendwo in der Wand umeinander. Nein. Und ich habe einen Starkstromanschluss in der Küche, ja, für den Ofen, beziehungsweise dann für die Kochplatte. Und da hängt man den mit dazu. Dann hast du wahrscheinlich keine Zirkulation, wenn es Warmwasser so lange braucht. Ich habe keine Ahnung, Timmy. Ich kenne mich nicht aus damit, ich habe mich nie damit befasst. Bei uns ist das ein Rohr, wusste irgendwo, weil bei uns auch alles in die Mauern reingemacht ist. Man sieht schon natürlich ein paar offene Räle, die gehen dann irgendwo in Deck rein und irgendwo im Keller kommen dann irgendwelche Räle raus, wo ich mir denke so, ja, du kannst das Real für draußen am Haus der Wasserhahn sein, du kannst aber auch das Warmwasser fürs Gästeklo sein. Keine Ahnung, oder? Aber gut.
Ich glaube, so ist es ganz mit relativ überschaubarem Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell geregelt. Ich habe ein neues Rohr, das funktioniert und dann passt es. Durchlauferhitze über 11 kW sind meldepflichtig beim Netzbetreiber, nicht, dass irgendwen interessiert. Ja. Genauso wie Balkonkraftwerke. Das ist eine Zulageleitung, bis in der Küche warm ankommt. Weiß nicht, was man das heißt. Durchlauferhitze ist gleich teuer im Betrieb, besser ein kleiner Untertischspeicher. Ist mir wurscht. Fox McCloud. Du musst bitte noch mein Mam aus. Oh shit, stimmt. Ey, Fox McCloud, sein Mam. Irgendwas ist mit seinem Xbox-Account. Kannst du den bitte freigeben? Ich hab nicht verstanden, was genau los ist. Aber ein McCloud-Mam, rufe halt einen Burmer und sag, was ist denn da los? Ich hab schon wieder Ärzte tanzt zum Donaten auf. So ein geiler French-Kühlschrank steht aktuell, aber erstmal, Fox mir gerade für den Zwickel. So ein geiler French-Kühlschrank steht aktuell auch bei mir in der Garage für den Umzug nächste Woche. Musst auf Otto schauen, gibt es aktuell gute Angebote. Ich hab meinen schon ausgesucht. Normalerweise, ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht mehr geschaut, aber normalerweise kriegen wir für 1200, das ist ein Bosch. Ein Riesendrum. Also, und ich weiß gar nicht, wie den überhaupt einer kriegen soll. Aber das macht auch der Zukunftsbier. Herz jetzt auf dein Horzerer! Beim Nachschaussquad, was war da mit dem Horzerer? So hast du doch jetzt umgenannt, das ist doch gelungen, Horzerer. So viel Heizungsbau, ihr müsst euch aktuell dumm und die nächsten 20 Jahre dumm und dämlich verdienen. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, der einen handwerklichen Beruf hat. Heizungsbau, Elektriker, Maurer, Mädchen für alles auf einer Baustelle, keine Ahnung was. Ihr habt's alles richtig gemacht. Birger, Mitte 30, ja, das war schön. Birger, Mitte 30 aus Niederbayern, lässt sich ein neues Rohr machen. Ja, ich freue mich schon so drauf. Ja. Wobei, mein alter Kühlschrank ist gar nicht, der ist 10 Jahre alt. Ist ein Haufen Zeit, so ist es nicht. Aber der war damals auch teuer, das ist ein Samsung-Kühlschrank. Der ist eigentlich nur wie ein Neu, bloß dass wir ein paar so Schubladen drin ein bisschen gebrochen sind. Ansonsten ist der fast wie ein Neu, das ist ein Tip-Top-Kühlschrank. Den kann ich dabei einstellen. Nein, der Kühlschrank kommt ganz zum Schluss, wenn überall wieder Platz ist und überhaupt sowieso und dann kommt irgendwann der Kühlschrank. Vorher kommt alles andere. Tischplatten haben sie mir zusammengehauen. Nein, ich habe meine Tischplatten im Hagebau gekauft. Warum kaufe ich die im Hagebau? Weil ich überall anders 600-700 Euro dafür gezahlt hätte. Für 8,20 Meter plus 90 für 9,10 Meter lange Tischplatten. 15 Meter dick, 60 tief. Hätte ich überall 700-800 Euro gezahlt. Was für das im Hagebau gezahlt hat? 400. Tipptopp Küchenplatten. Schneiden Sie es mir zusammen, wollen wir hinten rausfahren und wollen wir es an der Abholung holen. Schaut er mich so. Ja, die eine Platten, die wir da ein bisschen zusammengeschnitten haben, da haben wir jetzt einen Hauer eingekaut. Die können wir so nicht brauchen. Dann haben wir da umeinander tantelt und umeinander tantelt und umeinander tantelt. Dann haben sie mir den Verschnitt geschenkt. 4,10 Meter lange Tischplatten geschenkt. Die war auf 38 Tiefe zugeschnitten. Da habe ich einen Verschnitt und die Platten umsonst gekriegt mit dem Hauer. Und Gott sei Dank, die große, tiefe, lange 4,10 Meter Platten, der fällt nichts, die liegt jetzt auch schon daheim. Der fällt nichts. Und sie bringen mir kostenlos die Platten in 10 Tagen nochmal bis vor die Haustür. Schneiden sie mir her, die müssen es ja nachbestellen, die haben keine mehr gehabt, sonst hätte ich einfach andere gekriegt. Die bestellen es nach, die ist so in 8 bis 10 Tagen da, sie bringen es mir kostenlos her und sie schneiden es mir kostenlos zu. Jetzt habe ich, lass mich überlegen, gut, das eine kann ich für die Küche nicht brauchen, das 38 cm tief, das schneide ich auf 20, da längs noch zu, dann habe ich ein 4,10 Meter lang Regal, 4,10 Meter langes Regal, das ich über Kochplatten, Küchenplatten hängen kann. Und den Verschnitt kann ich unten in den Keller in die Werkstatt einhängen als Regal, da muss kein Schönheitspreis gewinnen, weil da ist ja keine runde Kanten mehr dran und habe da ein super robustes Regal. Haben mir einfach 200 Euro geschenkt, weil so ein kleiner Hauer drin ist. Und ich bin schon kurz davor am Überlegen, dass ich das mit, ich weiß nicht, was man da hernimmt, da müssen die mich erkundigen. Also ich habe so eine Bastelwerkstatt für Warhammer. Ja? Das füllst du auf mit so Molto-Filzzeug, das starrhart wird, schleifst das ab und dann bemalst du es und dann tust du einen Schutzlack drüber.
und malst die Holzmaserung nach und dann ist die Platten wie neu. Das wird dir niemals auffallen. Niemals. Und dann habe ich für die 9 Meter Platten 200 Euro gezahlt. 210, seien wir ehrlich. Da muss ich dann sagen, war zum Probieren. Keine Videos, wo es mit Ramennudeln gemacht. Ja, genau. Wenn es mit Ramennudeln geht, dann geht es mit meinem Modellierscheiß da hinten, der auch starrhart wird. MRC, wenn er da ist, der weiß vielleicht, von was ich schmerze, und andere Warhammer-Enthusiasten. So, es ist so eine komische kleine Knete, die ist am Anfang sehr weich, und die kannst du formen, und dann wird es immer härter und immer härter, und irgendwann wird es starrhart und die pickt da sauber und so weiter. Dann tut man vielleicht ein bisschen einen Sekundenkleber drüber, dass es richtig steinhart wird, dann drüber schleifen, dass das Baby glatt wird, und dann mit Acrylfarben drüber malen und dann mit einem Lack versiegeln. Mit einem Klarlack, den du nicht siehst und vielleicht ein bisschen gespielt. Natürlich wäre es das sehen und wenn du hinschaust oder so, aber beim Vorbeigehen fällt das kein Menschen auf. Platten geschenkt kriegt. Na, wir schauen mal. Milliput, ja! Dieses Wort suche ich schon die ganze Zeit, Mr. MRC. Dankeschön, nicht mit Greenstuff. Ja, Milliput, bestes Zeug. Milliput meine ich eigentlich die ganze Zeit schon. Was war denn das grüne Zeug gleich wieder? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber ist eh wurscht. Du weißt, was ich meine. Aber auf Milliput kann passieren, dass ich die Nummer schnell frage. Wird die Scheiße, glaube ich, die Milliput? Ah ja, danke. Milliput kannst du sogar schleifen. Das ist sowas wie ein Gips, oder? Wie ein ganz krass harter Gips. Ja, das ist ja nichts anderes. Das ist so eine Masse, formbar, schleifbar. Was du da gespart hast, kannst du in dein Rohr investieren. Ja, genau. Da sage ich einfach, dann schauen wir, wenn ich es mal überhaupt spare. Schauen wir mal. Ich hätte schon gern die Original, wenn ich mir schon eine neue Küche mache, oder? Hätte ich auch gern die Küchenplatten. Und wenn, dann hau ich den Hauer selber ein. Und nicht schon beim Anholen. Naja. So! Kinder, jetzt ist safe. Jetzt gehen wir ins Bett. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir wieder ein Fest, Sie belustigen zu dürfen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wir haben einen Mitarbeiter geschafft und wir haben sogar noch den anderen Typen freigeschaltet. So schaut's aus. Wir sehen uns am Micke. Hellblade 2. Eine neue Reise mit einem, ich schätze mal, AAA-Game beginnt, das nicht absolute Rotze ist. Aber abwarten. Micke, 20 Uhr. Dankeschön fürs Zugucken. Danke für die ganzen Donations. Ist halt wieder aus dem Ruder gelaufen. Einer hat wieder komplett übertrieben. Der Herr Austrian WB war es eine Zeit lang nicht da. Vielen herzlichen Dank. Da kann man schon einmal extra noch mehr sagen, ohne dass sich jemand schlecht verkennen muss. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Aber wir werden sehen. Bis Micke, 20 Uhr. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, danke für die alten Mitgliedschaften, danke für die Resubs. Press Triple F für die Moderatoren. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, checken Sie die Abo-Glocke, Kuss auf die Nuss. Und am Micke, ja, weil ich immer noch das Spiel nicht zeige, an alle, die das Spiel noch gar nicht gesehen haben oder den aktuellen Stand nicht gesehen haben. Ich habe nämlich letzte Woche noch eine neue Version aufgeladen, glaube ich, am Donnerstag oder so. Schauen wir uns vielleicht am Mittwoch an. Ja, und ansonsten bin ich immer noch mit der Küche beschäftigt. Ja, und zwar, ja, jeden Tag. So viel, ich muss einen Haufen putzen, es schaut daherin aus. Darum wird es momentan nicht recht viel geben, außer die 2 Streams, Montag und Mittwoch. Und außerdem, wir haben sowieso jetzt mitten im Sommerloch, Alter. In 1,5 Wochen ist Juni. In 1,5 Wochen vor einem Jahr haben wir mit dem Diablo-Marathon angefangen, um 8 in der Früh. Vor einem Jahr. Möchtest du mich eigentlich verarschen? Komm, hör mir auf. Brot! Ich weiß nicht, wo der Hashtag Brot herkommt, aber gut. So, jetzt schlägt es. 14 Streams noch und die Kuh ist abzahlen. Es ist nicht so, als könnte ich mir die Kuh nicht leisten, aber für mich ist das ein riesen Batzengeld. Ja? Und es ist mir völlig scheißegal, wie viel Geld das ich auf dem Konto habe. Ich habe the hard way gelernt, wie man damit umgeht. Das ist auch gut so. Da bin ich fast schon dankbar dafür. Deswegen mache ich nicht Schäkel, ist eh wurscht. Haben ja bloß 14 Streams. Dankeschön für jede einzelne Donation, danke fürs Liken, danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Grüße an den Nachschau-Squad, Grüße in die Schweiz, Grüße nach Österreich, Grüße in unser wunderschönes Bundesland. Und jetzt verpisst euch. Bis Micke, 20 Uhr habe... Jetzt schaut das lang gewinnt. Ich weiß nicht, wie ich heute schauen soll, ich mache einfach so. Ich mache mir mal ein freundliches Beitel, was?
Sprengi muss auf Record drücken. So, ich drücke da schon mal auf Stream beenden, damit ich bloß noch einmal drücken muss. Also, bis zum nächsten Mal. Okay? Pfiat euch!